Serge ist da, Leute. Die Stütze in der Kabine. Also, ich mache den Job übrigens für 2 Mille, ne? Ist kein Problem. Ich kümmere mich um jeden, der neu kommt. Ich nehme den an der Hand, zeige ihm München. Im Training nehme ich ihn an der Hand, laufen wir zusammen aufs Feld auf und so. Ist kein Problem. Mache ich für 2. Brauche keine 15. Ist kein Thema. Nein, Serge ist da, Leute. Die News ist da, ne? Ich meine, ihr habt das letzte Mal hier mich zugebombt mit Upamecano, hat verlängert. Habe ich noch nix von gesehen. Ja, aber Serge ist da. Ich wollte es nur kurz teilen. Ich werde mir 'n Kommentar schenken. Er kann mich gerne eines Besseren belehren in der Rückrunde. Ich bin gespannt. So. Ilaus, was ist denn da los, Alter? Kann ich ja kaum vorlesen, da werde ich ja rot bei. Genau, da bin ich auch gleich hier. Zu Serge sagen wir einfach den. Ganz genau. Wir wissen, dass er 'n guter Kerl ist und das ist das Allerwichtigste. Ah. Ja, gestern das Spiel kann man halt leider nicht wirklich fair beurteilen, ne? So gar nicht. Wie gesagt, für mich war das Spiel mit dieser roten Karte, was niemals 'ne rote Karte war, entschieden. So. Dass du dann von 10 Mann hergespielt wirst. Ja. Wenn man das aber sich mal genauer anschaut in der Analyse würde ich behaupten, dass Hoffenheim alles über die rechte Seite gespielt hat, wo ein sehr überforderter Alphonso Davies als Linksverteidiger stand. Ja. Wenn Leipzig schlau ist, werden sie dasselbe tun. Deswegen, ich bin gespannt, ob Alphonso Davies auflaufen darf gegen Leipzig. Wenn Kompany, das gesehen hat, was ich gesehen habe, wird er nicht auflaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass du noch mal dieses Spielglück haben wirst. Also, keine Ahnung. Also, ich will nicht alles an Fonzie Davies festmachen, aber es war schon auffällig, ne? Also, der konnte ja nicht einen Ball da mal ansatzweise blocken auf der Seite oder sonst was. Also ja, den Ball querspielen, das schaffe ich wohl auch noch, Alter. Dafür brauche ich keinen 20 Millionen Spieler. Also, I don't know, weiß ich nicht. Schwierig. Wie gesagt, dass du dann von 10 Mann hergespielt wurdest im eigenen Stadion, war schon wild, ja? War schon wild. Und wenn man dann mal guckt also, Hoffenheim hat ja noch nicht mal also, sonst haben wir ja immer das Problem, wenn wir spielen, wenn der Gegner schnell umschaltet. So, da haben wir ja Riesenprobleme, ne, teilweise. So, der Gegner schaltet schnell um, zack, 3, 4 Stationen, ist vorm Tor, Abschluss. Aber das war ja bei Hoffenheim nicht der Fall. Hoffenheim hat ja gespielt wie wir. Ballbesitz, Ballbesitz. Ja, natürlich haben die in die Tiefe gespielt, was bei uns teilweise fehlt immer noch, ja. Aber die haben ja nicht irgendwie jetzt zack, schnell umgeschaltet oder sonst was. Die haben erst mal auch schön 'n bisschen quer den Ball in eigenen Reihen gehalten, schön immer weiter nach vorne gekommen und dann die Tiefe attackiert. Das war jetzt nicht so, dass man sagt es standen teilweise alle 11 Bayern hinterm Ball, so, ja? Da konntest du jetzt nicht sagen: „Oh, das lag jetzt aber daran, weil schnell umgeschaltet oder so was", ne? Das war ja nicht der Fall, ja? Von daher kann einen das schon 'n bisschen Sorge machen. Das Ergebnis täuscht über vieles hinweg, ja? Und es wäre mit Sicherheit 'n sehr, sehr interessantes Spiel geworden, wenn Hoffenheim, zu 11 gewesen wäre, ja. Aber gut, es ist, wie es ist. Spielglück auf unserer Seite, dann am Ende klares Ergebnis. Zweite Halbzeit war relativ eindeutig, war aber auch abzusehen, wenn man ehrlich ist. Ähm, dafür sind wir einfach zu präsent und ja, man hat auch bei uns gesehen, das muss man auch mal positiv sagen. Das Positive war, dass wir wieder viel, viel mehr in Bewegung waren, ne? So die Müdigkeit war weg gefühlt. Bei dem einen oder anderen hat man's vielleicht noch 'n bisschen gemerkt, so bei Heavy grade am Anfang, ja, dass das alles noch nicht so rund lief. Aber im Großen und Ganzen so die Müdigkeit war aus den Knochen raus. Bei Maike vielleicht noch 'n bisschen drinne, ja. Ja, das können wir positiv nehmen. Also, ich bin gespannt gegen Leipzig. Ja, Leipzig ist jetzt auch nicht Hoffenheim, ist auch klar. Ähm sollte machbar sein. Aber ja, wir haben das bleibt mein Take, ja, unsere Außenverteidigung. Ja, Stani fand ich stark, ist ja nach meiner Benotung gesehen. Ist für mich der No-Brainer in dieser Mannschaft.
aber der linke Verteidiger, wenn da 'n Davies rumläuft, Conny bin ich gespannt, dann ist das 'ne Schwachstelle in dieser Mannschaft so. Wenn dann dazu die Mitte nicht gut besetzt ist in der Defensive, dann ja, dann kann das passieren, was passiert ist, ne? Bin gespannt. Wenn dann noch Manuel Neuer da ist, der mal wieder 'n Aussetzer hat, obwohl er ansonsten stark gehalten hat, aber kannst du dir halt auch nicht immer gegen jede Mannschaft erlauben, ne? Ja. Dass Hoffenheim es sich dann selber kaputt gemacht hat mit dem zweiten Elfmeter, ja, ist halt auch noch Learning by Doing, denke ich, ne? Ja. Hm. Ist gute Laune. Nein, von den Zahlen her hat Serge 'ne gute Hinserie gespielt. Ist ja alles gut. Ich bin gespannt, wie's jetzt aussieht. Wir wissen's ja alle, ne? Wer sich 'n bisschen mit dem Serge beschäftigt, der weiß das. Wenn der Vertrag unter Dach und Fach ist, dann lässt das schon mal schleifen. Wenn man das Spiel mal gestern nimmt, gute 20 Minuten, gute 25 Minuten, ja, war er wirklich drin von Anfang an, hat Gas gegeben, war viel am Ball und so. Und das war's dann. So, dann hat der Serge sich gedacht: „Ach scheiße, ich habe doch unterschrieben vorgestern. Ist doch gut, reicht doch.“ Nein, das war 'n typischer Gnabry halt. Das ist, was wir von ihm erwarten können und das ist gut. Ja, wenn das reicht für 'n FC Bayern, wenn das so gewünscht ist das doch fein. Mein Gott. Ist halt, wie es ist. Nicht unsere Baustelle. Wir können das nur bewerten, wenn wir bereit sind, für 'n Ergänzungsspieler 15 Mille zu zahlen oder lass es 13, 14, was weiß ich, dann ist das so. Mein Gott. Man kann sich ja auf die Fahne schreiben, man hat ihn von 17 bis 19, was so im Raum steht, gedrückt. Von daher ist doch gut. Hat man das, was man bei Opa draufgetan hat, hat man bei Serge weggenommen, so kann man das wahrscheinlich dann intern verargumentieren. Und dann ist der Drops doch gelutscht, ja. Dafür lässt ja Leon gehen, da sparst ja auch noch mal 17, 18 Mille und dann ist doch gut. Äh, 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 äh. Ja, wie gesagt, die Defensive, ja, Alphonso Davies ist da 'n Riesenfaktor, Alter. Ja, das war er schon letzte Saison. Ich habe es ja auch an dem Video gesagt. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Das wird der Monat April zeigen, ja, oder der Monat März schon. Ich weiß es nicht, ob's sinnig ist, was das Kompanie jetzt wieder sagt: „Ich halte an Davies fest, er muss ihn“, ja, keine Ahnung. I don't know. Ich halte von Fonsi als Außenverteidiger eh nichts, das wisst ihr, ja. Das ist mir, ja, er ist schnell, richtig, ja, gegen schnelle Außenbahnspieler kann er den Speed mitgehen. Wenn dann 'n Spieler kommt, der 'n bisschen dribbeln kann, dann sieht Alphonso Davies eh kein Land. So, und wenn ihr euch anguckt, was da gestern an Bälle reinkam über die Seite, er hat nicht einen Ball geblockt. Ja, das muss man ganz klar sagen, also. Und dass das dann nicht für Stabilität sorgt, ist auch klar, ja. Noch mal, es liegt nicht nur allein an ihm so, keine Frage. Ja, ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen bringen. Also, ich meine, wir haben mit Conny Laimer, wir haben mit Ito, 2 Alternativen so, ja. Es ist nicht so, dass man sagen muss, Alphonso Davies muss da spielen. Also, ich bin gespannt, wenn's auf Champions League, Kurs geht. Auch morgen bin ich schon gespannt. Ähm, wer morgen da aufläuft auf der Linksverteidigerposition. Ich denke mal, das wird schon das erste Zeichen sein so, ja. Weil die Leistung, die 'n Davies bisher gezeigt hat, sorry, Alter, das kannst du nicht rechtfertigen, den Mann da aufzustellen in wichtigen Spielen. Also, meiner Meinung. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich 'ne Antipathie gegen ihn hat, weil er den Verein die Kohle aus den Knochen gezogen hat. Das ist rein die sportliche Ansicht, die ich da habe, ja. Das ist, weiß ich nicht. Das ist aber auch klar, der kommt aus 'ner langen Verletzung, ja. Also, dass das alles noch braucht, ja, und noch mal, wenn Alphonso Davies wirklich auf langfristig unser Linksverteidiger sein will, ey, dann muss er die nächsten ein 2 Stepper noch oben drauf machen von der Form, die er hatte letzte Saison vor seiner Verletzung, ja. So, und da ist er halt meilenweit von weg, was aber auch kein Vorwurf ist, was völlig normal ist. Deswegen sage ich ja, ich bin sehr gespannt, wie da in den kommenden Wochen geplant wird. Ja. Aber das ist 'n Faktor, unsere Außenverteidigung. Ja, das haben wir auf der rechten Seite gesehen, wo Stanny nicht da war. Selbst Conny war nicht stark in der Defensive. Ja, Conny hat andere Qualitäten so, aber selbst die bringt 'n Davies grade nicht auf 'n Platz. So, was hat der offensiv beigetragen im Spiel gegen Hoffenheim? Nichts, Alter, ja. Da kannst du wenigstens noch argumentieren, wenn so 'n Conny da ist, dass der wenigstens da noch den Dampf reinbringt oder so was, ja. Schwierig. Wir werden's sehen.
Bin gespannt. Also, safe ist das morgen nicht so, ja. Ich meine, gut, Leipzig hat jetzt auch keine überragende Form gefühlt gerade, wenn man sich so die Ergebnisse anschaut. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Bin gespannt, was Mittwoch passiert. Flummi-Abend. Klar, wir bekommen das Gnadenbrot, ja. Ja, mein Gott, alles gut. Ich meine, zumindestens hat er man muss das ja mal positiv sehen, er ist ja dann kein Ribéry oder er ist dann kein Robben. Ja, wenn Serge mal 2, 3 Spiele draußen sitzt, dann ist das so. Das scheint ihn ja nicht wirklich zu poppen. So, ja. Also, ist ja keiner, der da irgendwie stunk macht oder sowas. Also, von daher kann man das dann vielleicht verargumentieren, dass er eine gewisse sportliche Qualität mitbringt, hat er die Saison gezeigt. Wenn er das Niveau hält, dann ist das fein, ja. Ist dann immer noch ein bisschen überbezahlt meiner Meinung nach, aber ist jetzt nicht so, wenn wir das mit Leon vergleichen, dass man sagt, so, er hat gar keinen Mehrwert für den FC Bayern. Ja, ja, das sehe ich persönlich bei Leon so. Und deswegen hat mich auch die Frage so gewundert auf der PK, ja, an wen ja, Serge. Leon hat so geknickt gewirkt, dass er nicht gespielt hat nach dem Spiel. Ja. Und wie es denn die nächsten Spiele aussieht. Ja, Kompanie hat ganz klar gesagt, Alter, wir haben im Februar wenig Spiele. Das heißt, die erste Elf spielt. Das hat er schön durch die Blume gesagt. Ja. Dass die Spieler wieder im März und April vielleicht zum Zug kommen, wenn wir wieder englische Wochen haben. Jo, das war die Aussage. Und das war auch klar, ja, auf einen Leon bezogen. Auch auf einen Serge bezogen. Sollte Musiala in Form kommen, ja, dann hat Serge dieselbe Rolle. Ja, und muss sich dann noch diese Rolle mit Lennart Kahl teilen. Also. Aber das müssen sie alle selber wissen, ja. So, ich weiß nicht, ich habe es gesagt, wo das Angebot für Goretzka kam. Wenn er zur WM will, muss er wechseln, Alter. Er wird die Spielzeit nicht kriegen beim FC Bayern. Vor allem wird er keine Spielzeit kriegen in einem Achtel, Viertel, Halbfinale, Finale. Wird er nicht kriegen. Wo? Ja, er wird in der Bundesliga, ja, wenn wir englische Wochen haben, kann er in der Bundesliga, darf er wahrscheinlich ein paar Minuten spielen. So. Da darf er auch mal eine Startelf auflaufen, wahrscheinlich. Aber welche Perspektive auch? So, das ist ein Spieler, der ist nächste Saison weg. Ja. Warum soll ich den Spieler denn dann noch vor Tom Bischof stellen jetzt? Dann würde ich doch sogar Tom Bischof jetzt noch bevorzugen, weil der ja nächstes Jahr noch da ist. Und dann macht es ja Sinn, den weiterzuentwickeln. Warum soll ich denn jetzt einen Leon Goretzka dann noch bevorzugen? Mit dem nicht mehr geplant wird ab nächstes Jahr. So, ja. Also weiß ich nicht, der hat sich keinen Gefallen damit getan, ne? Meine Meinung. Ja, und nochmal, Kompanie hat es gesagt. Ja. So, wir haben keine englischen Wochen. Gegen Bremen jetzt, ich denke mal, da wird noch mal ein bisschen rotiert. Ich gehe davon aus, gegen Leipzig wird fast dieselbe Elf auflaufen, the best of the best. Ja, ich bin nur hinten links gespannt. Ich denke, dass eine Posi, vielleicht kommt ein Conny Leimer rein, ja, vielleicht ein Ito. Ansonsten vielleicht ein Musiala in die Startelf für Serge. Ansonsten wird das 1:1 dieselbe Startformation sein. Ja. So. Und dann wird gegen Bremen vielleicht ein bisschen rotiert, aber danach hast du 3 mal 7 Tage, ja, bis zum nächsten Spiel. So, das heißt, es wird immer die erste Elf spielen. Ja, und dann werden wir sehen, wer die erste Elf ist. Da wird sehr wahrscheinlich kein Gnabry zu finden sein, da wird auch kein Goretzka zu finden sein. Machen wir uns mal nichts vor, Alter. So, hochverdienter Sieg. Naja. Mm, 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 mm. Ja, der war schon stark im Spiel, ne? Im letzten Leipzig-Spiel, Alter. War schon, bin gespannt, ey. Sehr interessanter Spieler. Mm, 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 mm. Ja, Peter, ist doch schön, dass du das so siehst. Ich sehe das komplett anders wie du. Das war für mich niemals ein Elfmeter und schon gar nicht eine rote Karte, Alter. Punkt. Aber das ist auch völlig fein. Du hast da eine andere Meinung wie ich und gut ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, du siehst das ja an den Experten. Der eine Schiedsrichter-Experte sagt, ist eine Frechheit, das ist niemals Elfmeter. Der andere sagt, war eine richtige Entscheidung. Für mich ist das, sorry, wenn wir da anfangen, sowas als Elfmeter zu pfeifen, ähm,
ja, dann wird's wild. Ja. So, zum Glück gab's auf der anderen Seite nicht 'ne ähnliche Szene, so wie's beim Hamburg-Spiel war. Aber das war aus meiner Sicht war das niemals 'n Elfmeter. Sorry. Ja, weil Lucu hält genauso. Wenn nur der Abwehrspieler gehalten hätte, den Arm draußen gehabt hätte, hätte ich gesagt: „Ja, alles klar, Elfmeter", so, keine Frage, ja? So wie's dann beim zweiten der Fall war. Aber der erste, Lucu, die rennen beide, sind im Zweikampf, beide halten. Er zieht den Arm ja sogar noch hin vom Abwehrspieler. Ja, sorry, Alter. Ne. Ist für mich persönlich kein Elfmeter. Das könnt ihr natürlich alle anders sehen. Das ist für mich völlig fein. Und damit war das Spiel leider entschieden. Ja, muss man so klar sagen. Nochmal, dass Hoffenheim uns dann hergespielt hat mit 10 Mann, war schon wild anzusehen. Ähm, von daher, hätte Fahrradkette, können wir am Ende froh sein, dass es so gelaufen ist, denke ich. Ja. So, würdest Sunny links spielen lassen, gegeben ja B, Conny rechts, sofern es ne, sehe ich auch anders. Conny ist rechts eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Also, die letzten Spiele, die ich gesehen habe von Conny als Rechtsverteidiger, waren schwach. Hat mir nicht gefallen. Da gefällt er mir auf links ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum. Da kriegt das irgendwie besser hin, hinten ein bisschen besser zu verteidigen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Diaz ein bisschen mehr mit nach hinten macht, wie es 'n Olisse vielleicht macht. Ja, dass das da nicht ganz so ins Gewicht fällt vielleicht bei Conny. Ähm, ne, also ich bin der Meinung, aber das bin ich ja auch schon seit Anfang der Saison, du musst 'n Stani-Rechtsverteidiger, der muss sich da jetzt auch mal, ja, hat er jetzt gekriegt, die Spiele, und dann lass ihn da auch mal. Ja, dass die Abstimmung besser wird mit Michael und wechsle da nicht ständig durch den Scheiß. Ja, Stani ist es, ja, das war 'n saustarkes Spiel, Alter. Ja, also, aber auch da kann jeder seine Meinung haben, wa? Äh, 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 äh. Begrüßung haben wir natürlich schon gemacht, ja. Na ja, aber ob 'n Stürmer schlechter ist als 'n linker Verteidiger, spielt am Ende keine Rolle, Alter, weil der Stürmer kann vorne nichts kaputt machen. Ja, der Stürmer kann kein Tor schießen. Wenn's 4:1 steht, wen interessiert's? Ja. So, wenn du aber als linker Verteidiger Flanke um Flanke um Flanke um Flanke um Flanke um Flanke um Flanke in den Strafraum lässt, ist das 'n bisschen was anderes. Und Jackson war schlecht, ja, natürlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Hm, hm, hm. Ja, ausgeglichene Gerechtigkeit. I don't know. Wie gesagt, es ist für mich ist, also, das Spiel sei mal dahingestellt so, ja? Das können wir jeder, der, wie gesagt, der eine sagt: „Ey, klarer Elfmeter, bla Sülz", der andere sagt das so wie ich, ist alles gut. Das Traurige ist, dass es keine klare Fehlentscheidung ist und der VAR deswegen nicht eingreifen darf. Was ist das für eine bekloppte Regelung? Wofür ist dieser verfickte VAR denn bitte da? Der darf nicht eingreifen, wenn es 'n Foul ist und der Schiri das pfeift und der Schiri gibt 'ne gelbe Karte und es war 'ne rote Karte. Darf er nicht eingreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, ja? Er darf nicht eingreifen, wenn der Ball zur Ecke geht und aus der Ecke ein Tor entsteht. Darf er auch nicht eingreifen und sagen: „Hey, das war gar keine Ecke." Er darf nicht eingreifen, wenn Elfmeter gepfiffen wird und der Schiedsrichter sagt: „Ja", oder auf der anderen Seite in Hamburg, de wo, ob da überhaupt 'ne Berührung war bei Kimmich, kein Mensch weiß es. Es wurde noch nicht mal überprüft. So, was darf der VAR? Gefühlt Abseitsentscheidungen überprüft er und die Tore. That's all. Mehr darf der nicht. Was willst du mit dem? Junge, mach doch mal vernünftige Regeln. Also, wenn doch 'n Elfmeterpfiff kommt, 'n Elfmeter ist ja wohl 'ne Riesen-Torchance. So, da sollte doch jeder Elfmeter genauso wie jedes Tor und jede verfickte Abseitssituation vorm Tor, da muss doch 'n VAR drüber gucken können, ja? Und nicht nur, wenn's 'ne krasse Fehlentscheidung ist. Dann hätte der VAR wahrscheinlich zum Schiedsrichter gesagt: „Ey, geh mal raus und guck dir mal zumindest die Wiederholung an." Ja, weil im Livebild sah's aus, ja, war 'n klarer Stoßer, ja? Wenn du die Wiederholung anguckst, siehst du, dass es nicht so war. Also, genau wie bei der Kimmich-Szene, ja, in Hamburg. Also, weiß ich nicht. Ey, da gehört ganz definitiv 'ne Reform her, ansonsten kannst du den Scheiß abschaffen. Ja, das macht gar keinen Sinn. Null. Junge, Junge. Dasselbe bei 'ner Ecke, jetzt mal ernsthaft.
Für viele Mannschaften ist 'ne Ecke 'ne von wenigen Torchancen, die sie im Spiel haben. So, da kann's doch auch nicht sein, dass es 'ne ungerechtfertigte Ecke gibt. Es kann doch nicht so schwer sein, dass der Fahrer dann kurz da drauf guckt und sagt: „Ey, ne, ist keine Ecke." Hä? Ja, das darf natürlich alles keine 5 Minuten dauern, das ist auch klar, ja. Aber das ey, ernsthaft, schafft den Scheiß wieder ab, ja, oder gibt dem mal 'n bisschen Befugnisse, also Katastrophe. Wie kann man denn Elfmeter nicht überprüfen, Alter? Fällt mir nicht so ein. Na ja, ich denke mal, in der Champions League werden wir insgesamt 'n bisschen defensiver agieren, je nach Gegner, denke ich, und nach Hinspiel, ja. Also, würde ich jetzt gar nicht so überbewerten. Hat man ja auch gesehen, dass man teilweise dann einfach auch mal 10 Meter 'n bisschen tiefer steht. Mal abwarten. Ja, das ist schön, dass du das über Alfonso Davies denkst. Sei dir gegönnt. Ich ziehe alle Hüte vor dir, wenn er bis dahin nicht dafür gesorgt hat, dass wir irgendwo ausgeschieden sind, und er dann endlich mal das erreicht, was du hier grade schreibst. Dann ziehe ich alle Hüte und gratuliere dir. Hm, 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 hm. Ja, die Seitenlinie lang marschieren bringt aber in unserer Spielweise gar nichts. What the hell? Wo marschiert Alfonso Davies denn die Seitenlinie entlang? Seit wann marschieren unsere Außenverteidiger denn bitte die Seitenlinie entlang? Was ist das denn? Hä? Hä? Weiß ich nicht. Siehst du andere Spiele wie ich oder was? Unsere Außenverteidiger laufen maximal 20 Meter in die gegnerische Hälfte an der Außenlinie. Danach ist es in der Regel, dass unsere Außenverteidiger nach innen ziehen, auf die Halbposition, weil unsere Außenverteidiger super selten mal unseren Außenstürmer hinterlaufen und super selten mal auf die Grundlinie laufen und wir mal 'ne Hereingabe sehen. Das passiert doch, das kannst du noch nicht mal an einer Hand. Da brauchst du 2 Finger für, wie oft das im Spiel passiert, ja? Genauso auf der rechten Seite. Selbst wenn Conny Leimer da ist, 'n Conny Leimer läuft doch nicht die Außenlinie lang. Conny Leimer läuft auf die Halbposition, läuft dann in den Strafraum und bekommt dann den Ball von Michael Olise. Ja, 100.000 Mal gesehen. So, aber unsere Außenverteidiger laufen doch nicht die Außenlinie entlang. Hä? What? Wo? Keine Ahnung, sehe ich andere Spiele oder was? Also, ich sehe das nicht. Super selten. Klar, wenn wir mal vorne sind, dann ist mal 'n Außenverteidiger vielleicht mal 'n bisschen in an der Außenposition, aber es ist doch nicht so, dass 'n Davies, 'n Stanley oder 'n Conny Leimer den Ball nimmt und außen lang marschiert, wie's andere Mannschaften machen. Das passiert doch nicht. Unsere Außenverteidiger geben den Ball eher an unseren Außenstürmer, weil die Luis Diaz und Michael Olise heißen, ja? In ganz, ganz seltenen Fällen hinterläuft der Außenverteidiger dann mal, um vielleicht 'n Mann wegzuziehen, wenn da super viele sind. Aber in der Regel gehen unsere Außenverteidiger in die innere Bahn rein und nicht in die äußere Bahn. Um dann hinter die Abwehrreihe zu kommen, ja. Das ist unser Spiel. Ich meine, gut, vielleicht werden wir es bei Alfonso Davies irgendwann so sehen, ne? Und es wird 'ne taktische Variante werden. Hätte ich ja jetzt nix gegen so, ne? Wir werden's sehen, aber bisher sehe ich das nicht. Karl verkaufen für 100.000.000, ja oder nein? Wer soll denn 100.000.000 zahlen? Was habt ihr denn alle für Drogen genommen heute? What the fuck, Alter? Nenn mir mal einen du brauchst mir doch jetzt 'n seriösen Club nennen, Alter. Nenn mir irgend 'n verkoksten, Milliardär, vielleicht Elon Musk oder was, aber dann müsste Lennart Karl den rechten Arm heben, Alter, und sich 'n komischen Schnäuzer rasieren. Dann wird Elon Musk vielleicht sagen: „Jo, ich kaufe Lennart Karl für 100.000.000, stelle ihn mir in die Vitrine." Was ist denn los mit euch? Wer soll denn 100.000.000 für Lennart Karl zahlen? Aufgrund welcher Leistung denn? Ist wieder so weit? Ist Lennart Karl jetzt wieder Nationalspieler und muss zur WM und wird da Torschützenkönig und oder was? Habe ich was verpasst oder was? Haben wir die Rückrunde nicht gesehen von Lennart Karl? Da war nicht eine gute Leistung bei, Alter.
Da kommt noch nicht mal ein Verein und zahlt 30 Millionen für diesen Spieler. Was ist denn los? 100 Millionen. What the fuck, Alter? Und ja, ganz klares Ja. Tschüss, Hovi. Wenn 'n Club kommt und sagt: „Hier hast 100 Millionen für Lennart Kahl“, ja, gib ihm. Hau rein. Let's go. Wild. 100 Millionen. 100 Millionen. Junge, Junge. 100 Millionen. Keiner ist gerade vorne. Serge und Lennart sind gerade ein Niveau. Unterschiedliche Spieler, ja. Nenny ist noch ein bisschen mehr der Dribbler. Serge ist ein bisschen mehr, der ein bisschen mehr eingebunden ist. Aber beide sind gerade jetzt nicht überragend. Ja, das ist gerade Augenhöhe bei beiden. So, Lenny war ganz klar vor Serge zum Ende der Hinrunde. Ja, gar keine Frage. Hat gerade ein kleines Leistungstief, was aber auch völlig normal ist in dem Alter. Und Serge, wie gesagt, wenn Serge Bock hat so, dann wir haben es ja gesehen, das waren gute 25 Minuten und dann hat Serge Sachen gemacht. Dann war er halt wieder nicht mehr wahrnehmbar in dieser Mannschaft, was aber okay ist. So ist es halt, ja. So, Lennart Kahl muss auf der rechten Seite spielen. In der Mitte gefällt Lennart Kahl mir gar nicht, weil er nicht klarkommt mit diesem: „Ja, ich bin Harry Kane und bin jetzt Zehner und du musst dann vorne in den Strafraum gehen.“ Das klappt noch nicht so wirklich, ja. Deswegen war es gut, dass er jetzt wieder über die rechte Seite spielen konnte und nicht wieder in die Zentrale aufgestellt wurde. Da ist Gnabry 'n Tacken weiter vor, ja, weil Serge das kann so, ja. Von daher, ja. Wie gesagt, für mich sind beide auf einem Level gerade, aber auf unterschiedliche Art und Weise, ne? Der Dribbler war schon nice, ja. Hat er auch den Daumen für gekriegt, oder? Vom Gegenspieler. War schon 'n guter Einstand. Hm, 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 hm. Ja, Conny, seine Spiele als Rechtsverteidiger waren vor der Verletzung scheiße. Ne, das kannst du gerne anders sehen, Blonni, das ist völlig fein. Für mich waren die schlecht in der Defensive. Ich erkläre es aber auch nicht jedem Stream jetzt, Alter. Gönnt euch. Ihr wisst, was bei mir 'n Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger zu tun hat und das hat 'n Conny Leimer nicht getan. Punkt. Ja, nach vorne habe ich grade schon erwähnt. So, wir brauchen nicht über Conny reden, dass Conny 'n super wichtiger Spieler ist, ja. Aber wenn er Außenverteidiger spielt, dann hat er auch Außenverteidiger Sachen zu verteidigen, Alter. Ja. Klar, wenn wir die Spiele 4-2 gewinnen, ist das alles fein so, da redet keine Sau da drüber. Nichtsdestotrotz muss ich das nicht gut finden, ja. So, Conny Leimer war bärenstark, wo er Linksverteidiger war, ja. Da gehe ich mit. Da hat er 'ne super starke Phase gehabt, auch defensiv. Dann ist er wieder auf die rechte Verteidigerposition gewechselt und Stani auf die linke. Da waren die ersten 2, 3 Spiele auch noch gut, ja. Und danach fing's wieder an. Viel zu früh rausgerückt, wieder draufgerannt wie so 'n Idiot auf den Gegenspieler, dahinter 'ne Riesenlücke, wieder kaum mal 'n Ball, war kaum 'ne Flanke verhindert, die reinkam. Das war Conny Leimer wieder in der Defensive, Alter, und das war schlecht. So, und das ist 'n Außenverteidiger und daran wird er gemessen und deswegen war das für mich schlecht. Nach vorne war das bärenstark von Conny. So, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ist da marschiert, das Zusammenspiel mit Olisse ist sehr, sehr gut, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Defensivverhalten war schwach die letzten Spiele als Rechtsverteidiger. Katastrophe sogar. Wie gesagt, stell Conny mal in die Mitte, Alter. Nimm mal den Kimmich da raus, du bist ja Kimmich-Fanclub und stell mal 'n Conny Leimer dahin, Alter. Mit Pavlovic und guck dir das mal 5, 6 Spiele an, dann können wir das mal beurteilen. Würde ich behaupten, dass das besser aussieht. Aber hey, läuft ja auch so. Von daher ist doch alles gut. Mm, 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 mm. Ja, bei Eckbällen aufm wie gesagt, guck dir Mannschaften wie Union an oder auch wir oder generell in Champions League spielen, Alter. Ja, wenn die Spiele auf super hohem Niveau sind, was heißt auf super hohem Niveau? Wenn es auf Augenhöhe ist, auch im Abstiegskampf, wenn da Spiele auf Augenhöhe sind, genauso wie in der Champions League oder Pokal, wenn da Spiele auf Augenhöhe sind, entscheiden halt oft Standardsituationen. Ja, und dann kann es nicht sein, dass 'n VAR nicht eingreift, wenn man 'ne Ecke gibt, obwohl es keine Ecke war. Ist lächerlich. Von der Größe würde Lenny in 'ne Vitrine passen, deswegen habe ich's ja auch gesagt. Aber Elon Musk, kauft sich doch eh Menschen und stellt die in die Vitrine. Wusstet ihr das noch nicht oder was?
Seid ihr nicht auf dem Laufenden oder was? Was die Verschwörungstheorien angeht? Müsst ihr mal euch mit den Epstein-Files befassen. Mal 'n kleiner Schwenker weg vom Fußball. Wisst ihr Bescheid, was die Superreichen so treiben? Für 'n Übersteiger reicht's in der Vitrine. Den kann er machen. Der Ball wird festgeklebt, dann passiert auch nix. Läuft. Wild. Davis hat die Anlagen für einen der besten oder für den besten Linksverteidiger der Welt? Alter, ich kriege die Tränen in die Augen. Sorry. Kann ich so gar nicht mitgehen. Was ja nicht schlimm ist, ey. Wie gesagt, gönnt euch gerne euer Glauben an Alphonso Davies. Alphonso Davies hat den Vorteil, dass er im Kompanie-System die Außenverteidiger dass es nicht wirklich verlangt ist, du musst wirklich 'n guter Verteidiger sein. Ja, deswegen läuft da ja auch 'n Conny rum, deswegen läuft da mal 'n Tom Bischoff rum. So, das ist Alphonso Davies sein Vorteil. Ob das dann am Ende für große Titel reicht, werden wir sehen. Müssen wir halt vorne einen mehr schießen, wie wir hinten kriegen, ja, ganz einfache Kiste. Das ist vielleicht der Vorteil. Aber Alphonso Davies hat alle Anlagen, einer der besten Außenverteidiger zu werden. Welche Anlage hat denn Alphonso Davies? Hau mal raus. Komm, wir gehen mal rein. Welche Anlage hat Alphonso Davies? Schnell. Ja, stimme ich dir zu. Er ist schnell, aber auch noch nicht mal der Schnellste der Bundesliga, aber er ist schnell, ja. Alphonso Davies ist schnell, ja. Ja, Alphonso Davies ist schnell, oder? Schnell ist er. Dribbling? Wow. Weiß ich nicht. Würde ich sagen, so mittel. Ist das unbedingt jetzt wichtig als Außenverteidiger? Ich glaube nicht. So, Zweikampf wäre schon mal gut, oder? Im Zweikampf sollte man 'ne Anlage haben, ja? Vor allen Dingen im defensiven Zweikampf. Vor allen Dingen, wenn, sagen wir mal, es kommt nicht nur ein super schneller Spieler auf ihn zugerannt, sondern auch ein Spieler, der technisch was kann. Sagen wir 'n Lennart Kahl, der vielleicht 5 km/h langsamer ist wie Alphonso Davies. Und der ist jetzt nicht unser bester Dribbler. Aber selbst der würde wahrscheinlich 6 von 10 Mal an Alphonso Davies locker vorbeikommen und 'ne Flanke schlagen können, wenn nicht öfter. Ein Michael Olise könnte Davies froh sein, wenn er 1 von 10 verhindert, dass Michael Olise 'ne Flanke reinschlägt. Und das nicht, weil Michael Olise schneller ist wie Alphonso Davies. Guck dir mal die Spiele an, wenn Alphonso Davies gegen einen technisch versierten Spieler defensiv agieren muss. What the fuck, was für Anlagen? Du kannst doch nicht von 'ner Anlage reden. Der hat doch keine Anlage im defensiven Zweikampf. Defensives Verhalten fehlt komplett, Alter. Es ist ja schön, wenn du nicht in der Lage bist, den Zweikampf zu gewinnen. Dann steh doch aber wenigstens im Raum und lass dir den Ball in die Fresse schießen, damit der Ball nicht in den Strafraum kommt. Das wäre doch schon mal 'ne Anlage, dass man wenigstens mal weiß, wo man defensiv zu stehen hat. Was denn für Anlagen für als Linksverteidiger? Junge, dann können wir ja eher über Anlagen reden, dass man die linke offensive Seite vielleicht was wird. Ja. Junge, guck dir mal gute Außenverteidiger an. Was ist denn los? Guck dir mal Cucurella an. Das ist 'n guter Außenverteidiger. Sowohl defensiv wie offensiv. Das ist 'n guter Außenverteidiger. Wo sind denn da die Anlagen bei Alphonso Davies, Alter? Keine Ahnung, übersehe ich die vielleicht? Ey, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich zu viel Antipathie, ja? Kann gut sein. Aber ich sehe keine Anlagen bei Alphonso Davies, wenn wir über einen Außenverteidiger reden. Außer, dass er schnell ist. Ja, er hatte 'ne gute Form zum Ende hin unter Kompany. Ja? Da hat er auch mal zwischenzeitlich war es vielleicht bei 50%, dass er vielleicht mal 5 von 10 Flanken verhindern konnte, wenn wir gut gewollt sind.
Aber wahrscheinlich war es noch nicht mal so. Warum ist Alphonso Davies so aufgefallen letzte Saison? Weil wir letzte Saison arge Probleme hatten mit dem Umschaltspiel. Deswegen hat Alphonso Davies 'n hohen Stellenwert gehabt, weil er dann der schnellste Spieler aufm Feld war und für die Innenverteidiger was ausbügeln konnte, so wie er's in Hamburg auch getan hat. Das ist Alphonso Davies. Ja, deswegen ist es sinnig, einen Alphonso Davies aufm Feld zu haben. Wenn du diese Riesenprobleme im Umschaltspiel hast, nach hinten zu kommen, dann so 'n superschnellen Spieler hast, der was ausgleichen kann. Ja, dann ist Alphonso Davies dann hat er seine Berechtigung, aber doch nicht als Linksverteidiger, Alter. Welche Anlagen hat der Mann? Der ist schnell, ja, wow. Weiß ich nicht, Alter. Guck dir an, wie langsam ein Harry Kane ist. Soll ich das Beispiel noch bringen? Harry Kane gegen Alphonso Davies? Brauche ich nicht, oder? Also, Alphonso Davies läuft 10-mal den Platz hoch und runter und kriegt nicht einmal den Ball von Harry Kane, der zu Fuß über den Platz tänzelt mit dem Ball. Was für Anlagen. Der hat doch nicht mal 'ne Anlage, 'n defensiven Zweikampf zu gewinnen, Alphonso Davies. Anlagen. Junge, der kann mal seine Flanke verbessern, ja? Dann können wir darüber reden, dass er vielleicht vorne und sein Dribbling kann er mal verbessern in der Offensive. Dann könnte er vielleicht sein Passspiel noch verbessern. Dann könnten wir vielleicht mal darüber reden, dass er 'n guter linker offensiver Verteidiger wäre. So, aber da habe ich schon 3 Punkte, wo ich gesagt habe, die müsste er erst mal verbessern. Und dann müssten wir natürlich auch erst mal noch mit Flanken spielen. Das tun wir ja auch nicht. Anlagen von Alphonso Davies. Ja, ich gucke mal, was du geschrieben hast. Schnelligkeit, Dribbling, er setzt sich auch durch nach vorne. Das sind die Anlagen eines Außenverteidigers, oder was? Also Dribbling, boah, schwierig. Weiß ich nicht. Er hatte mal 'n gutes Dribbling, ja, da gehe ich mit. Zu der Zeit, wo er zu uns gekommen ist, weil er ja auch die vordere Position gespielt hatte. Hat er 'n bisschen verlernt, finde ich, aber kann er den Punkt gönne ich dir, ja. Das kannst du mit Sicherheit wieder wecken, sodass er im Dribbling wieder stärker wird, ja. Schnell ist er auch, ja, ist richtig. Setzt sich auch durch nach vorne. Ja, aber das ist jetzt keine das sind ja keine Anlagen, die man jetzt sagt, das ist, was ich in Außenverteidiger sehe, oder? Aber vielleicht keine Ahnung, vielleicht sehe ich 'n Außenverteidiger aber auch zu defensiv. Vielleicht bin ich einfach zu alt. Kann gut sein. Machen wir den Punkt einfach. Sagen wir einfach, ich habe 'ne andere Art, von Außenverteidiger. Für mich ist 'n Außenverteidiger immer noch 'n 'n Lizarazu, 'n Willy Sagnol oder auf absolutem Premium-Level 'n Philipp Lahm. Das waren für mich Außenverteidiger. Ja, weil die haben verhindert, dass Flanken in den Strafraum kamen oder dass über diese Seite irgendwie 'n Kombinationsspiel aufgezogen wurde oder sonst was. Ja, zu alte Schule wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das heute so. Man muss defensiv nicht mehr irgendwas verhindern als Außenverteidiger. Man muss eher vorne Sachen kreieren. Und dann können wir auch sagen, dass Conny Leimer 'n überragender Außenverteidiger ist, ja. Und dann können wir auch sagen, Alphonso Davies hat gute Anlagen. Ja, können wir dann auch sagen. Einigen wir uns darauf. Vielleicht mag ich deswegen auch Stanisic so, weil er noch diese Art Verteidiger ist, der auch noch verteidigen kann. Vielleicht ist das so das Thema. Hm, 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 hm. Ach ja, also wir brauchen jetzt nicht über defensives Verhalten in der Champions League reden, wa? Guckt euch die Champions League Spiele an. Alles gut. Dass wir jetzt grade mal öfter 'n Gegentor kriegen, ja, wie gesagt, ist halt vielen Umständen geschuldet. Vorher war's so, dass unsere Rechtsverteidiger nicht da waren. Jetzt ist es so, dass du 'n Alphonso Davies aufbaust, was okay ist, nicht falsch verstehen, ne? Da musst du das halt einfach in Kauf nehmen, so. Der kommt aus 'ner super langen Verletzung, der braucht die Spielzeit auch. Wenn du auf Alphonso Davies setzt als Außenverteidiger für die Zukunft, dann musst du ihn durchziehen, so. Und dann wird 'n Kompany das tun und dann ist das auch völlig richtig aus seiner Warte. Ja, anders geht's dann nicht. So. Aber das werden die kommenden Wochen zeigen, ne?
Wenn du's 'n bisschen defensiver haben willst, dann musst du halt 'n Ito vielleicht mal ranführen oder 'n Conny Laimer wieder als Linksverteidiger. Ich meine, er hat ja schon 'n paar Minuten gekriegt als Linksverteidiger jetzt im Spiel. Ich bin gespannt. Wir werden's sehen. Mm. Physisch ist Fonsi auch stark. Ja, keine Ahnung. Ihr seht 'n anderen Spieler wie ich. Das ist aber auch okay. Also, physisch ist jeder beim FC Bayern stark, außer vielleicht Lennart Kahl. So. Und wenn ich von physisch stark rede, dann rede ich davon, dass ich auch in der Defensive mal dagegenhalte. Ja, als Außenverteidiger. So. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich den Außenverteidiger einfach als andere Position, wie es heutzutage üblich ist. Kann gut sein. Du brauchst noch nicht mal so weit zurückzugehen, noch nicht mal auf dieses Level zurückzugehen mit Lamine Yamal, von Barca. Du brauchst einfach nur mal auf Gruda von Mainz zurückzugehen. Und das war, wo Alphonso Davies eigentlich schon wieder 'ne gute Form hatte. Und der war gefühlt halb so schnell wie Alphonso Davies. Und Alphonso Davies hat keinen Ball gesehen. Der hat den einfach komplett nass gemacht. Und das ist, was ich meine. 'N technisch starker Spieler reicht aus. Dann weiß er sich nicht zu helfen. So, das ist ja nicht böse gemeint. Es kann ja auch sein, dass 'n Kompany das noch in ihn reinkriegt, so, ich weiß es nicht, ja? Aktuell ist es so, ein technisch starker Spieler gegen Alphonso Davies, Junge, der sieht kein Land. Der weiß sich nicht zu helfen, weil ihm seine Geschwindigkeit nichts bringt. Der kann dreimal an ihm hin und her laufen, so. Ja. Der Gegner macht 'n Haken, macht noch 'n Haken und, ja, Tweety jedes Mal dran vorbei, gefühlt. So. Ich meine, jetzt grade brauchen wir Alphonso Davies eh nicht bewerten. Das ist nicht fair, ne? Wie gesagt, der kommt aus 'ner langen Verletzung, so. Wir können Alphonso Davies, keine Ahnung, wahrscheinlich wirklich erst zum Start der neuen Saison wirklich ernsthaft bewerten. Ja, genauso wie's bei Musiala sein wird. Vielleicht werden sie vorher schon ihre Form finden, so, das werden wir sehen. Und dann kann man Alphonso Davies mal bewerten. Also, jetzt grade ist das nicht, aber wir müssen's halt bewerten, so. Ich kann auch nur bewerten, was ich sehe und nicht, was ich, in 'nem halben Jahr sehe, ne? Ist halt so. Hm, 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 hm. Im Sportbowl? Meinst du den Super Bowl oder was? Für gar keinen. Ich bin keiner, der Sportarten dann hypt, wenn Finale ansteht. So, keine Ahnung. Ich mag die Sportart, aber ja, das Zeitfenster, in wann diese Sportart läuft, ist halt nicht gegeben, dass man da 'n bisschen tiefer reingehen kann. Bin keiner, der sich da hinstellt und eher so tut, als wäre er, was weiß ich, American Football Experte, weil er einmal im Jahr 'n Super Bowl guckt oder was. Ne. Aber 'n coole Sportart auf jeden Fall, ja. Hm, 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 hm. Da, 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 da. So, ich mache schon mal die Kommentare auf. Werden ja nicht viele sein, oder? Ah, doch, sind 'n paar. Gibt doch bestimmt wieder 'n paar gute Kommentare, weil ich gesagt habe, der erste Elfer war kein Elfer, oder? Ah. Schön. Ey, ne, alles gut, ne? Ich wünsche mir, ich habe es ja auch schon oft genug gesagt. Wenn Alphonso die Davies die Form wieder hat, die er zu Rückrundenende hatte oder vor seiner Verletzung hatte unter Kompany, und wenn er dann die 2 Stepper macht, aus meiner Sicht die defensiven Stepper, ja? Dass er das Stellungsspiel besser verinnerlicht, wo man sein muss, und dass er auch mal gegen wirklich technisch starke Spieler 'n Gegenmittel findet, ja? Dann hat er mit Sicherheit Potenzial, so. Aber der ist jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren bei uns und ist auch nicht erst seit 2 Jahren Außenverteidiger. Das gehört halt auch zur Wahrheit. Und wenn man so lange schon Außenverteidiger ist und guckt euch das Spiel gestern an.
man es nicht hinkommt, auch nicht hinbekommt, auch nur eine einzige, ich rede nur von einer einzigen Hereingabe zu verhindern, dann weiß ich nicht, ob wir vom Potenzial auf 'ner Außenverteidigerposition sprechen können. Aber ist kein Problem, dann nennen wir demnächst unsere Abwehrreihe nicht mehr Viererkette, sondern Zweierkette, die beiden Innenverteidiger und ziehen unsere beiden, Außenverteidiger sehen wir dann einfach als, 2. offensive Winger. Dann kann ich mich damit anfreunden. Punkt. Ja, wie gesagt, ich schätze Leipzig jetzt nicht so stark ein, wie's Hoffenheim gewesen wäre mit 11 Mann. Aber ey, es ist 'n Pokalspiel so. Was hat Leipzig zu verlieren so am Ende des Tages? Ja, also ich denke, es wird keiner nach den beiden Ergebnissen jetzt in der Bundesliga wird keiner sagen: „Oh, Leipzig ist aber Favorit im DFB-Pokalspiel." Ja, ich denke, die werden 'n bisschen befreiter aufspielen können und ja, es wird von der Aufstellung abhängen bei uns, denke ich, ne? We will see. Ich meine, Hoffenheim-Spiel war gut für uns. Ja, gut Selbstvertrauen getankt, vorne die Buden gemacht, kaum 'ne Chance liegen lassen, außer Hebby, ja, der 'n paar Chancen hat liegen lassen, ungewöhnlich für ihn. Aber ansonsten, Luis Davies war on point, Michael Olise hat Steigerungspotenzial. Pavlo war sehr ordentlich. Kimmich war auch 'n bisschen stabiler wieder vor die Spiele. Ja, wenn das alles 'n Stepper weitergeht ey, wir spielen zu Hause, ne? Zu Hause ich meine, wir bestimmen eh eigentlich immer, wohin die Reise geht. Und zu Hause eigentlich noch mal 'n Tacken mehr, aber die letzten Spiele zu Hause waren jetzt leider nicht so überzeugend. So und ey, noch mal, wir reden von K.O.-Spiel. Nimm das Hamburg-Spiel. So, ja, wir haben gesehen, was oder nimm auch das Hoffenheim-Spiel. Wir haben gesehen, was 'n Schiedsrichter für 'n Einfluss haben kann. 2 komische Elfmeterszenen und ja, schlechte Tagesform und, Manuel Neuer 2 Aussetzer und dann bist du ausgeschieden. Also, alles ist möglich, ne? Wie gesagt, wir reden über ein Spiel, ne? Ganz einfach. Schwer zu sagen. Aufm Papier sind wir natürlich Favorit, so. Wir spielen zu Hause, Punkt. Ganz einfach. Leipzig wird 'n Selbstläufer, okay? Mm, 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 mm. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe 'n Conny schon links hinten, auch wenn wir uns die Gegenspieler angucken. Ich glaube, Conny ist schon diese Art Spieler, der sich in den Gegenspieler reinbeißen kann. Und ich glaube, das wäre nicht die schlechteste Variante dafür. Vielleicht auch 'n Ito, aber Ito war das Spiel, wo Ito richtig schlecht aussah? Ja, ne? Gegen Leipzig, wo er Linksverteidiger war, wo er vorgeführt wurde. Also, ich glaube, ich würde da 'n Conny, der sich da reinbeißt in den Gegner. Ich glaube, das wäre so meine Wahl, hinten links. Ja, die erste Elf wird kommen, ne? Außer gegen Bremen, hat Vinny schon gesagt. Sonst wird im Februar nur die erste Elf kommen. Alle anderen müssen halt hinten anstehen, müssen auf März und April warten. Was auch völlig legitim ist. Ja. Ja, der war schon stark, Alter. Der war wirklich stark. Und so, wenn ich mir das jetzt gegen Alphonso Davies vorstelle, alto Belly, dann sehe ich halt wie gesagt, da sehe ich am ehesten noch Conny, der sich da reinbeißt in den Gegner. Ja, Stunny kannst du auch da hinstellen, das ist richtig. Aber wie gesagt, Stunny wird also, umso mehr Stunny auf der rechten Seite spielt, umso stärker wird er meiner Meinung nach. Also, wenn Davies aufgestellt wird hinten links, dann wird's 'ne wilde Nummer, Alter. Dann wird's wirklich wild. Dann wird's dann wird's wirklich ja, da tut man ihm auch keinen Gefallen, ne? Das muss man auch sagen. Glaube ich aber auch nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass Vinny das macht. Glaube ich nicht. Deswegen hat er auch Conny gebracht dann. Ja. Ja, ist ja ihr Opa ist doch verlängert oder nicht? Habt ihr doch hier letzte Woche alle in den Chat geschrieben, habt mich doch zugebombt mit der Scheiße.
Upamecano ist verlängert laut Chat. Laut meinen Infos, ja, haben wir schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Warten wir mal. Ich kann ja kurz auf der Bayern-Seite gucken, aber ich glaube, da war noch nichts. Bayern mit Kane, Olisse und Diaz auf Rekordjagd. Ja, ich sehe nichts hier. Also ist auch noch nichts unterschrieben. Von daher. Ja, genau. Plätti hat gesagt, steht alles, ne? Ist safe und ja, ist safe. Bild-Zeitung auch, FC Bayern Inside auch. Ich verlasse mich dann mal auf die Aussage von Max Eberl, der gesagt hat, er hat schon Pferde vor Apotheke kotzen sehen und er wird was verkünden, wenn was zu verkünden da ist. Ich denke, damit fahren wir ganz gut. Nee, ansonsten war nur der neue Vertrag von Serge Thema. Haben ihn herzlich gratuliert und freuen uns natürlich mit ihm, dass er die 10 Jahre voll macht bei uns. Ja, gegen Bremen wird er eh nicht die erste Elf spielen. Ha? Blondie, zuhören. Zuhören. Gegen Leipzig wird die erste Elf spielen, gegen Bremen wird ein bisschen rotiert werden. Und dann wird drei Spiele hintereinander sehr wahrscheinlich die erste Elf auflaufen. Ne? Ja, ist doch schön, dass er Dresden sagt, dass er Opa zugesagt hat. Ich glaube, David Alaba hatte auch schon dreimal fast zugesagt. Und ey, alles, was ich bisher gesehen habe, gehört habe, rund um Opa, auch jetzt hier irgendwie mit, er wäre auch nicht abgeneigt, irgendwann dann nach Saudi-Arabien zu gehen, würde ich warten, bis da wirklich eine Unterschrift drauf ist. Also das hört sich gerade alles so an, als wenn da, wie wir es gerade schon hatten, wenn Elon Musk kommt und sagt, ey Opa, für 200 Millionen stelle ich dich bei mir in eine Vitrine, dann wird der Opa noch sagen, ach, nee, sorry, habe ich mir doch anders überlegt. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt hier, da brauchen wir uns jetzt hier nichts Falsches einreden, Alter. Ja? Ich denke, das hat diese ganze Vertragsverhandlung gezeigt. Nochmal, das ist auch gar kein Vorwurf, das ist sein gutes Recht. So ist es halt. Ne? Also von daher, ich würde auch warten, bis die Unterschrift drauf ist. Ne? Ich meine, wir können es ja auch ein bisschen realistischer machen. Auf einmal kommt PSG um die Ecke und denkt sich so, ach, weißt du was, wir holen uns doch einen Opa. Und sagen, komm, Opa, kriegst 40 Mille Handgeld, kriegst 25 Millionen. Ja, dann gucken wir mal, ob dann immer noch alles zugesagt ist. Ja. Yippie Serge. Hallo, der ist super wichtig für die Kabine, Olli. Was ist denn los mit dir? Weil du warst nicht da, oder? Du musst dir mal die Aussagen anhören von Max Eberl. Ist halt super wichtig, so eine Säulen im Verein zu haben und so Spieler, die auch dann die Spieler, die neu in den Verein kommen, an die Hand nehmen direkt. Ja, das ist super. Solche Leute brauchst du halt auch zur Integration. Also, das kann man dann schon mal so vergüten, denke ich. Wer soll Davis kaufen? Keiner soll Davis kaufen. Wer soll Davis kaufen, als wenn es einen Markt für Davis gibt? Hä? Es gibt nicht viele Mannschaften, die einen Außenverteidiger als Nicht-Außenverteidiger aufstellen. Die meisten Mannschaften stellen ihre Außenverteidiger als Außenverteidiger auf. Und dann, dann denkst du nicht über einen Alfonso Davis nach. Habe ich Davis gesagt oder was? Nee, ne? Hast blendende Laune heute? Warum? Weil ich eine andere Meinung habe oder was? Ich habe blendende Laune heute. Ja, ist Montag. Ja, wer mit Klugscheißen anfängt hier, mit Maike gesperrte Karte und so, ne? Muss ich nicht über den Konter wundern. Ja, ich hab gesagt, ich mach das auch. Ich nehme die auch an der Hand. Ist kein Problem.
Nein, also, wir werden sehen. Auch da habe ich ja schon gesagt, Ende der Saison können wir das beurteilen, ob das alles so sinnig war mit Serge. Wenn er seine Leistung aus der Hinrunde bestätigt, dann ist das für Serge schon 'n sehr gutes Jahr sportlich. Und wenn er dann dazu, ja, irgendwie wirklich der wichtige Faktor in der Kabine ist, dann ist doch alles gut. Dann ist das so. Mm. Ja, genau, es hat alles nichts mit Geld zu tun, heutigen Zeit. Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich hat es sich dann schon gelohnt, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Olli, brauchst du mir nicht erzählen. Ich habe das nur jetzt mal 'n bisschen abgerundet, was der Max erzählt hatte grade da bei dem Interview zur Vertragsverlängerung. Dass der Serge sich da hinstellt und erzählt: „Ist alles schön und gut, ich freue mich“, ist klar. Ja. Wie gesagt, bei welchem anderen Verein kriegst du als Ersatzspieler irgendwie 15 Mille in den Arsch geschoben, ja? Also, aber okay, so ist es halt. Ich habe es ja grade schon gesagt, das Positive ist ja, also, erst mal die Hinrunde von den Werte ist ja okay sportlich. So, ja? Und du hast halt 'n Spieler, der nicht aufmuckt. So, das ist ja der Vorteil. Ne, ich habe es vorhin schon gesagt, er ist kein Ribéry oder Robben, so, die, wenn sie zweimal draußen sitzen, aufmucken würden. Das macht ja 'n Ziyech nicht. Hat er ja gar nicht die Intention zu. So, von daher hast du da 'n Spieler, der 'ne gewisse Qualität hat, wenn er Bock hat, sogar 'ne sehr gute Qualität haben kann, der aber auch nicht aufmuckt. Der das halt dann auch einfach hinnimmt, wenn so 'n Lennart Kahl 6 Spiele bevorzugt wird. So, dann nimmt 'n Ziyech das hin, ne? Ist ihm egal, weil er bekommt sein Geld und das ist auch legitim. So, so musst du den mal sehen. Ist halt schwer, wenn du jetzt, keine Ahnung, du verpflichtest noch so 'n Kaliber wie Luis Diaz, ja? So, du holst ja keinen neuen Spieler, um ihn auf die Bank zu setzen, so, der nimmt das dann nicht so hin, ja? Von daher, ich denke mal, das sind so die Argumente, die da alle so 'n bisschen mit reinfließen, ne? Das ist ja okay. Wie gesagt, wir wissen das Gehalt ja nicht. Vielleicht ist es auf 10 Mille gedrückt, ja. Selbst das wäre noch sehr viel, aber dann kannst du sagen, ist im Rahmen, meiner Meinung nach, wenn wir uns die heutige ja, wenn wir uns die heutigen Gehälter mal anschauen. Ja, ist schlimm, ne, dass unser Chancentod, dass er auch noch 3 Tore macht, ne? Schon, nein, Luis Diaz ist keine 200 Millionen wert, weil Luis Diaz schon viel zu alt ist. Weil alte Spieler, ist egal wie gut die sind, die verlieren ja an Wert. Ist halt so, ne? Ich weiß gar nicht, was hat denn Ziyech für 'n Marktwert? Will ich den eigentlich wissen? Ja, obwohl, ist bestimmt 'n bisschen hochgegangen, diese Hinrunde, oder? Bestimmt. Ich würde sagen, komm, wir gucken mal. Also, ich tippe 30 bis 35. Marktwert Serge Gnabry. Ich meine, dann verdient er in 2 Jahren so viel, wie sein Marktwert ist. Das ist doch okay, oder? Ist doch 'n angemessener Vertrag. 2020 95 Millionen Marktwert gehabt. Ja, wir sind aber nicht in 2020. Ich habe in 2020 auch noch 3 Millionen mehr Marktwert gehabt wie jetzt. Da war ich auch noch jünger.
Serge Gnabry. Hier, Marktwertentwicklung. Ach komm, nee, Scheiße, kriege ich das eingeblendet ohne diese ganze Fick-Werbung? Das ist grandios. Das muss ich einblenden. Warte. Ach, herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn mein Hate, passend ist. Das ist Serge Gnabrys Marktwertentwicklung. $20 Millionen. Ah, herrlich. Ah, ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr, sorry. Wahrscheinlich, aber jetzt mit der Vertragsverlängerung geht's bestimmt wieder auf 30 hoch. Ach, herrlich. Ich dachte schon, nur ich sehe das so, dass Serge Gnabry nicht so der Topspieler ist, dem man so viel Gehalt zahlen muss, aber gut. Also ganz ehrlich, ich mache mal 'n Take. Ja? Ich mache jetzt mal 'n Take. Anstatt Serge Gnabry zu verlängern, hätte man auch einfach 'n Undav holen können, oder? Ich glaube schon. Gut, dann hätte Josh seinen Bro nicht mehr da gehabt, dann aber, ganz ehrlich, soll Josh noch schlechter werden, das geht ja irgendwie auch nicht mehr. Guck mal Leroy, ne, danke. Der ist nicht mehr Spieler, ist nicht mehr mein Problem. Das aber normal. Ne, das ist nicht normal. Sorry. Das ist nicht normal. Warte, ich zeige dir auch, dass es nicht normal ist. Warte. Harry Kane. So. Das ist Harry Kane. Das natürlich vom Alter her, das dann irgendwann nach unten geht. Ja. Fein, ja? Aber bei Serge ging das die letzten 6 Jahre so. Ja. Hör mir auf, das ist nicht normal. Und wir müssen ja Serge Gnabry ist jetzt auch keine 36, Alter. Wenn wir jetzt reden, der ist 36, dann würde ich ja sagen: „Jo, alles ist gut.“ Junge, ist normal. Ah. Ja, sollen wir Luis Diaz nehmen oder was? Mit wem soll ich das denn vergleichen, bitteschön? Du hast gesagt, das ist normal. Das ist halt nicht normal. Müssen wir jetzt hier auch noch, Serge diskutieren. Hier, beste Beispiel. Aber ist ja dann wahrscheinlich auch kein fairer Vergleich, oder? Wahrscheinlich nicht. Luis Diaz Marktwertentwicklung. Fragen? Aber ist normal bei Serge, oder? Ist das Gegenteil. What the fuck? Michael Olise könnte ich jetzt auch noch aufmachen, aber das ist natürlich nicht ganz fair, weil der natürlich viel, viel jünger ist. So, aber über was reden wir? Soll ich Cristiano Ronaldo aufmachen? Ist normal, Alter. Siehst du, da kriegt er gleich die Startszene. Junge. Vergleich mit Karl, ja. Auffällig ist das kurze Hoch. Ja, das kurze Hoch war dann aber auch der neue Vertrag, ne? Das war der Peak. Olise ist mit Abstand der wertvollste Spieler. Beim FC Bayern, ich denke mal, Musiala ist da auch noch ganz groß in der Verlosung, oder? Ich gucke mal. Wir gucken uns mal den absoluten Abstand an. Ja, boah. Also, ich kann mich kaum reißen hier. Also, Chat ist heute on point. Mit Abstand.
Mit Abstand 130 Millionen Marktwert, wie genau derselbe Marktwert wie Jamal Musiala. Aber mit Abstand. Leute, ihr müsst vorher mal euch informieren, ne? Ihr müsst mal vorher die Statistiken aufmachen, die XG-Goals-Werte und die Passgenauigkeit bei 300 Querpässen müsst ihr halt auch mit einfließen lassen in eure Aussagen. Das solltet ihr wissen, wenn ihr die Kommentare lest bei mir auf dem Kanal. Welchen Transfer wünschst du dir für den Sommer 26? Das ist schwer. Lächerlich. Ja, Marktwerte kannst du eh nicht ernst nehmen. Alle Transfers, ich habe ja nicht so, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich könnte mir 'n Declan Rice sehr gut vorstellen, aber erstens hat er keinen Bock, zweitens ist Joshua Kimmich unser Kapitän. Das wäre bei allem, ich meine, ich habe mich damals ein bisschen mit ihm befasst, wo die Rede davon war, aber wo ich dann das Spiel gesehen habe, unser Spiel gegen Arsenal, boah, Alter, der wäre das Puzzlestück, was unsere Zentrale bräuchte. Ansonsten würde ich mir gerne für die Zentrale einen anderen Spieler wünschen. Das Problem ist, das wird nicht passieren, weil der Spieler Joshua Kimmich heißt. Von daher, also vorne habe ich keine Wünsche, vielleicht ein Stürmer. Da müssten wir aber unser System ändern, dass man die Option hätte, auch mal 'n Harry Kane als Doppelspitze aufzustellen, beziehungsweise als hängende Spitze. Das wäre für die nächsten Jahre, wenn man zumindest mit Harry Kane weiter planen würde, mit Sicherheit sinnig. Dann ist die Frage, was machst du mit Jamal? Vielleicht 'ne Doppelzehn? I don't know, aber wie gesagt, da müssten wir unsere Mannschaft ändern. Das heißt, wir müssten entweder auf 'ne Dreierkette hinten gehen, was ja dann schon wieder gegen einen Alphonso Davies sprechen würde. Oder wir müssten auf 'n zentralen Mittelfeldspieler verzichten. Das wird ja auch nicht passieren. Also, von daher schwierig. Wir könnten darüber diskutieren, 'ne richtige Kanone als linken Außenverteidiger zu verpflichten, ja. Innenverteidigung sehe ich keine Notwendigkeit, so gar nicht. Torwartposition auch nicht. Da haben wir mit Obich den Perfekten dahinter. Peretz gehört uns auch noch, wenn der zurückkommen sollte. Sollten Neuer und Ulle aufhören. Wären wir da gut aufgestellt. Rechtsverteidiger Posi, finde ich mit dem Stunny, muss man mal abwarten. Stunny ist gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Conny, wie gesagt, Conny würde ich mir gerne in der Zentrale sehen eigentlich, aber wird halt auch nicht passieren aus besagten Gründen. Ja, wie gesagt, rechts außen hast du Michael Olise, hast dahinter 'n Lennart Kahl. Ich denke, da hast du wenig Kopfschmerzen so, ja. Vorne hast du Heavy, ja, wie gesagt, 'n Stürmer dabei wäre gut. Dann hast du den Serge jetzt verlängert, das heißt, der wird ja auch rechte Seite als Ersatz sein, in der Zentrale als Ersatz. Links hast du Luis Diaz, so was willst du da verpflichten? Ne? Wie gesagt, 'n zentraler Mann wäre geil, so 'n richtigen Anführer, ja, der wirklich dieses Team führt. Wird nicht passieren. Ja, ich sehe keine Baustellen ansonsten grade. Welche Baustellen seht ihr? Haut's mal raus, vielleicht übersehe ich was. Hm, 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 hm. Ja, wird ja auch nicht passieren. Sorry. Leute, ey, wir reden über einen Conny Leimer, der 'n absolutes Monster ist und der wie Arsch auf Eimer in diese zentrale Position passt, vom Pressingverhalten her, vom Passverhalten her, auch von seiner Schussstärke her. Wie viele Spiele durfte Conny Leimer in der Zentrale spielen, seitdem Vincent Kompany Trainer ist? Ich glaube, es war noch nicht mal eins über 90 Minuten, oder? So, also brauchen wir nicht anfangen, irgendwelche Jugendspieler drüber zu diskutieren, die in der zentralen Position spielen. Diese Position ist zu und wird, solange Vincent Kompany Trainer ist, zu bleiben, weil Josh einen Platz blockt. Punkt. Das heißt, du hast einen Platz,
Da hast du Pavlovic, da hast du Bischof. Ja, vielleicht hast du dann noch mal 'n Jugendspieler dahinter, aber wo soll der Spielzeit kriegen, ne? Schwierig. Aber das ist ja unser Thema seit Jahren, dass da 'n Spieler ist, der einfach nicht infrage gestellt wird. So, und von daher wüsste ich jetzt keine Posi. Mm. Ja, ist auch so. Also, ich meine, letzte Saison vielleicht noch mehr wie diese, weil letzte Saison haben wir noch viel mehr Gegenpressing gespielt. Ah, Conny Leimer, ey, jeder, der Conny Leimer in Leipzig, sich über 'n längeren Zeitraum angeguckt hat, was das einfach für 'ne Pressingmaschine war, der kann einfach nicht verstehen, dass der nicht in der Zentrale bei uns spielt. Ist leider so. Ja, ich habe auch gelesen, dass wir am Rechtsverteidiger dran sind, ja. Ich sage ja, unsere Außenverteidiger sind nicht wirklich mehr Außenverteidiger. Das ist auch okay, dann ist das so. Werden wir uns mit anfreunden müssen und gut. Ja, aber welchen Flügelspieler willst du verpflichten, der sagt: „Ey, geil“, also, wir reden jetzt über 'n Flügelspieler, der wie du's sagst, das muss ja 'n Flügelspieler sein, der 'ne gewisse Qualität hat. Ja, wenn der reinkommt, soll er ja auch noch was bewirken können. So. Welcher Flügelspieler kommt denn zum FC Bayern, wenn der sieht, was ein Luis Diaz und Michael Olise performt? Jeden, den du verpflichtest, weiß doch: „Leute, ich bin definitiv kein Stammspieler.“ So. Das heißt doch, du kriegst schon gar nicht diesen Flügelspieler mit dieser Qualität. Deswegen hast du ja auch mit Serge Gnabry verlängert, weil Serge Gnabry 'n Flügelspieler ist, wenn er Bock hat, 'ne gute Qualität hat und die Fresse hält, wenn er draußen sitzt. Ja, so. Das ist doch der Punkt. Und dann hast du halt 'n Nenny dahinter, ähm, oder auch 'n Wisdom Mike oder der Nächste, der irgendwie hochschießt, den du da mal reinwerfen kannst in 'ne Bundesliga, ja? So, du kriegst doch keinen Spieler. Das ist doch dasselbe wie mit 'm Stürmer. Du kriegst doch kein Robert Lewandowski-Format, wenn Harry Kane vorne gesetzt ist. Welcher Stürmer soll denn kommen und sagen: „Ja, alles gut?“ Ja, dann kriegst du so 'n Jackson. Ja, den kriegst du. So. Aber dann kriegst du zum Beispiel keinen Vlahovic oder sonst was. Der sagt doch nicht: „Ja, alles gut, ey, ich setze mich da hinter der erst mal noch da mal 3 Jahre hinter Harry Kane auf der Bank oder mache, in englischen Wochen so alle 3, 4 Spiele mache ich mal 'n Bundesligaspiel. Und in wichtigen Spielen spiele ich keine Rolle“, so. Ist halt nicht. Und mal ganz davon abgesehen, dass du ja dann auch wieder die Gehaltskosten steigerst. Weil 'n Spieler von Qualität, der dann nicht so viel spielt, dem musst du natürlich dann auch genug Schmerzensgeld zahlen, ne? Teufelskreis. Teufelskreis, sage ich euch. Ach, herrlich. Ist halt nicht so einfach. Also, wir haben halt grade 'ne gute Harmonie im Kader. Und wie gesagt, wenn du da jetzt irgendwas verpflichtest, was da wird halt nicht passieren, glaube ich. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit grade nicht. Hm. Stiller als Backup für Kimmich, ja, na klar, weil 'n Stiller, der wahrscheinlich liebäugelt, Nationalspieler zu sein, sich, hinter Kimmich auf 'ne Bank setzt und nie 'n Spiel bekommt, weil der Spieler, der vor ihm da aufm Platz steht, Joshua Kimmich heißt, Alter. Leute, jetzt mal ernsthaft. Ist da 'n Lachsmiley hinter? Ah, sehr gut. Aber dann habe ich nix gesagt. Ich meine, guckt euch wir können immer noch Gravenberg hinterher weinen, so, ja. Das ist das Paradebeispiel leider. El Maler, ja, na klar, weil der sich hinter also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr erwartet so. Also, ich glaube, El Maler ist 'n junger Spieler, der Bock hat und Fußball spielen möchte. Der wird doch nicht sagen: „Ey, geil, ich gehe zum FC Bayern und setze mich hinter Luis Diaz“, der jedes Spiel alle 3 Tage 90 Minuten Vollgas marschiert. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst
Boah, ey, Luis Diaz ist jetzt aber nach 3 Spielen ist der platt, der braucht mal eine Pause. Ne, der marschiert eine ganze Serie durch. Alle 3 Tage marschiert dieser Mann. Das ist eine Maschine, Alter. Wir haben ja schon immer gedacht, Conny Leimer wäre eine Maschine. Luis Diaz ist 2.0, Alter. What the fuck? Habt ihr die 7 Spiele in 20 Tagen gesehen? Luis Diaz so: „Was ist los, Alter? Wann spielen wir wieder?“ Ja, weißt du, alles andere läuft aufm Zahnfleisch, Alter, und der rennt in der 92. Minute noch mal die Strecke hoch und runter. So, wie willst du denn da vermitteln, Alter? Ja, klar, ey, du bist hinter Luis Diaz, kannst du dich entwickeln? Alter, du kriegst doch keine Spielzeit hinter diesem Mann. Ist unmöglich. Ist unmöglich. Siehst du doch an Serge Gnabry. Ne, der kriegt ja eher mal Spielzeit auf der rechten Seite oder in der Zentrale. Ja, einmal, wo Luis Diaz gesperrt war. Dann hast du den Vergleich gesehen, Alter. Katastrophe. Nein, das ist das halt. Du hast beim FC Bayern, du siehst das doch an Lennart Kahl. So, du hast nicht die Zeit. Du kriegst diese Zeit nicht. Ja. Und schon gar nicht auf diesen Positionen. No way. Und jeder, der schlau ist, ey, wir können über 'n Elmalah reden in 4 Jahren, wenn Luis Diaz, fertig ist beim FC Bayern und Elmalah macht die Entwicklung weiter, dann kannst du über so 'n Spieler reden, aber du kannst dem Spieler das doch nicht vermitteln, ja. So, ich meine, Lennart Kahl ist grade so 'n bisschen 'n Positivbeispiel, dass er 'n bisschen Spielzeit trotzdem kriegt in diesem Kader. Aber jeder, der sich ernsthaft entwickeln will, dem reicht diese Spielzeit trotzdem nicht als Jugendspieler, ne? Oder als junger Spieler. Schwierig. Da musst du 'ne andere Position haben in dieser Mannschaft. So, aber die erste Elf ist ja quasi in Stein gemeißelt, ne, wenn alle fit sind. Also, schwierig. Schwierig, schwierig. Pawlovic gefällt mir sehr gut grade. Sehr gut. Ja. Bisschen je nach Spiel hat er noch 'n bisschen Querpass-Toni drin, aber das ist jetzt die letzten Spiele viel, viel besser geworden wieder. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, hat sich meiner Meinung nach 'n bisschen von Kimmich emanzipiert. So, er hat nicht mehr wieder diesen Drang, den er zwischenzeitlich wieder drin hatte, so: „Oh, scheiße, Josh ist auf meiner Höhe, ich muss jeden Ball quer auf Josh spielen.“ Ja, das hat er nicht mehr. Nimmt viel, viel mehr das Heft des Handelns in die Hand. Und auch defensiv, ja, muss man auch sagen. Arbeitet viel, viel besser mit nach hinten, ist da auch 'n bisschen robuster geworden, finde ich, im Zweikampf. Da stimme ich zu. Was jetzt noch so 'n bisschen wieder fehlt, aber da sehe ich ihn auch schon verbessert die letzten Spiele, dass er halt mal wieder die Bälle in die Tiefe 'n bisschen besser spielt und nicht nur dieses super Sicherheitsdingen mit quer und nach hinten so, ja? Aber hat jetzt ab und wann auch schon 'n Schuss genommen, war auch mal in der Schussposition. Ja, Pavlo macht grade 'n paar gute Entwicklungen, ne? Und noch mal, ich finde, er emanzipiert sich 'n bisschen von Kimmich und das ist wichtig, ja. Gefällt mir gut, sehr gut, ja. Mm. Ja, du kannst höchstens, wie gesagt, du kannst aus der eigenen Jugend, da kannst du das noch verkaufen, so 'n jungen Spieler hinter Diaz dann. Aber ey, ihr seht's ja selber, wenn Luis Diaz nicht aufm Feld steht, das ist ja nicht so, dass man sagt, man merkt das nicht. Ja, wenn Michael seine normale Form hat, geht das, dann spielst du halt 'n bisschen mehr oder hauptsächlich über rechts. Aber wenn Michael mal nur 'n normalen Tag hat, ja, also und bei Luis Diaz ist es ja nicht mal nur die Arbeit nach vorne, der arbeitet ja auch genauso geisteskrank nach hinten. Das ist doch das, ja. Das musst du das musst du dann auch erst mal irgendwie kompensieren, ne? Das ist schon wild. Ja, kannst du ihm auch gut zureden, dem Josh hinter ihm auf der Bank.
Ja, es wäre halt schön, wenn die Jungs halt auch ihre Chancen kriegen würden, ne? Ich bin gespannt, Alter. Wie gesagt, die nächsten Wochen. Ja, es ist jetzt ein bisschen aufsteigende Form bei Josh. Ich hoffe, das geht so weiter. Wenn nicht, ich bin gespannt. Bin gespannt, ob Vinny, das durchzieht. Wenn es wirklich Problem ist, wir haben noch keine Alternative wirklich eingespielt auf dieser Posi. Das ist halt so das Thema. Da müsste man mal anfangen oder hätte man anfangen müssen, wo Josh jetzt nicht so stark war, da mal irgendjemand anders hinzustellen, aber das passiert ja nicht. Von daher wird 'n Josh da durchknallen die Saison. Mm. Ja, Luis Diaz der ist wirklich eine Maschine, Alter. Das ist schon wirklich wild, was der liefert. Ja, das ist ja, was ich sage. Wo willst du hinter den beiden Spielern auf den Außen ja, logisch, wenn jetzt die heiße Phase kommt so, ja, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, wenn wir da hinkommen sollten und so weiter, dann kriegst du natürlich Spielzeit in der Bundesliga. Ja, aber du wirst ja nicht anfangen zu sagen: „Ey, geil, das ist jetzt Viertelfinale in der Champions League. Jetzt rotiere ich mal 'n Luis Diaz oder Michael Olise raus.“ So, ja, das wird ja nicht passieren, ne? So, über was reden wir? Und da wird sich auch 'n Leon umschauen, weil auch 'n Leon, habe ich ja grad schon gesagt, wird keine Rolle in diesen Spielen spielen. Gar nicht, null. Ja, auch 'n Serge Gnabry wahrscheinlich nicht. Sei denn, einer wird müde oder einer hat wirklich mal 'n gebrauchten Tag. Ja, dann wird vielleicht Serge Gnabry seine Chance bekommen. Oder vielleicht, wie Simara sagte, keine Ahnung, wir brauchen unbedingt 'n Tor und du willst noch mal was Neues machen, dann bringst du 'n Serge in der 70., 75., 80. Das ist seine Rolle, Alter. Und nicht mehr. Ja, so einfach ist das. Und wie willst du dann an den El Maler, der 'n super aufstrebendes Talent ist, willst du denn da dann vermitteln, Alter? Kannst du knicken. Passiert halt leider nicht. Mhm. Wenn man schlau wäre, ich weiß aber gar nicht, ob das arbeitsrechtlich möglich ist, würde man so einen Spieler verpflichten und gleichzeitig sagen: „Ey, pass auf, bleib noch 2 Jahre in Köln, wirst direkt ausgeliehen, nur wir kaufen dich schon mal ein.“ So, irgendwie sowas, ja. Das würde vielleicht Sinn machen, aber so 'n Spieler zum FC Bayern zu holen und auf die Bank zu parken, macht keinen Sinn. Chaos-Kreativität. Ja, ist aber halt auch so, ne? So bei Michael weißt du, Michael ist so 'n bisschen der Alien. So. Du weißt, was Michael macht, ja? Wenn Conny aufm Feld ist, weißt du, Conny geht auf die mittlere Schiene, läuft in den 16er durch. Meistens kommt dann der Steckpass auf Conny, ja, wenn die Posi da ist. Ansonsten macht Michael den Haken nach innen, den Alien-Move so 'n bisschen, sucht, ob er 'ne Lücke findet, schließt ab. So, die dritte Sache, die Michael zwischendurch mal macht, wenn's ganz aussichtslos ist, haut er auch mal 'ne Flanke rein, die meistens sogar sehr, sehr gut sind. So, und jetzt beschreib mir mal Luis Diaz. Sehr sehr ja, er zieht auch mittlerweile mal nach innen zwischendrin, ja, aber jetzt nicht irgendwie, dass du sagst: „Oh ja, hier so und dann macht er den.“ Ne, geht nicht. Kriegst du nicht hin. Chaos-Kreativität. Sehr schönes Wort übrigens. Ja, das weiß man ja nicht. Stand ja nur im Raum damals. Also, offiziell wurde das nie bestätigt, ne, dass wir ihn gekauft haben und dann dagelassen haben und so weiter. Das stand dann irgendwie nur im Raum mit dieser Bremen-Zeit. I don't know, weiß ich nicht. Das war ja irgendwie nur so 'n Gerücht. Ja, Jonathan Tah ist der Spieler in der Abwehrreihe. So.
Ist auch der Grund, warum Opa so gut ist, wie er ist diese Saison. 100 Pro. Und das hast du beim ersten Spiel von Jonathan Tah gesehen. Das erste Spiel hat gleich genauso wie Eric, ne, gleich die Kommandos gegeben, gleich Verantwortung übernommen und daran ist Opa auch mitgewachsen, ne, muss man ganz klar sagen. Weil Opa ist dann daran ja, er kann sich daran jetzt ja, er hat nicht die Verantwortung wie mit Minjay. So, bei Minjay war Opa der ist immer Opa der die Verantwortung tragen muss. Das kann er diese Saison besser, so definitiv, ja, weil er ein bisschen gewachsen ist an Jonathan Tah, glaube ich. Aber das war 'n super wichtiger Transfer auch für die Entwicklung von Upamecano. Ja, 100 Pro. Und beide zusammen weiß ich nicht, ob's da grade so viele Innenverteidiger-Duos gibt, die auf dem Level sind, ey. Das ist schon gut. Wie gesagt, wenn wir dann noch richtige Außenverteidiger hätten, Junge. Aber ich könnte mir halt auch 'ne Dreierkette sehr gut vorstellen bei uns. Grade auch Stani ist prädestiniert für 'ne Dreierkette hinten. Ito. Ja, also wir hätten die Möglichkeiten auf jeden Fall. Und Servus erst mal, ja. Ja, über die Schwächen, die wir immer sprechen, ja, machen wir uns nichts vor. Die sind minimal die Saison. Ja, wir haben die alten Bekannten, Serge und Goretzka, ja. Dazu Davis, ja, logisch. Das wird sich auch nicht ändern. So, Leon ist weg, nächste Saison, alles gut. Serge werden wir immer das Thema haben, weil Serge das leistet, was Serge leisten kann, so, ja. Das ist ein bisschen besser, seitdem Nibol weg ist. Ja, vielleicht, keine Ahnung, war das so 'n Contest zwischen beiden, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen besser diese Saison. Lag aber natürlich auch daran, dass der Vertrag ausläuft. Gucken wir mal. Ja, alles gut. Wie habe ich gerade schon gesagt, ansonsten ist das aber auch ein unkomplizierter Spieler. So, der hält die Fresse, der muckt nicht auf, wenn er auf der Bank sitzt. Alles ist fein. So, dann hast du Fonzie Davies, so die einzige Baustelle meiner Meinung nach, wo du reingehen kannst. Aber lass ihn mal richtig fit werden. Gucken wir mal, ob Kompanie ihn da hinkriegt, die nächsten Schritte zu machen. Ja, und der Rest ist No-Brainer, Alter. Kimmich vielleicht noch, ja, Kimmich ist schwach in die Rückrunde gestartet. Der Rest, wenn wir über irgendwas meckern, ey, ist aber Meckern hier auf diesem Niveau, Alter. Ja. Da meckern wir mal, dass Harry Kane 'ne hundertprozentige mal neben das Tor setzt, ja, und wir das Spiel trotzdem 5-1 gewinnen. So, dann meckern wir über Emanuel Neuer, ja, der 'n katastrophalen Ball spielt zum 1:1, aber sonst 3, 4 überragende Paraden macht. So, das sind die Sachen und wir das Spiel 5-1 gewinnen. So, das sind die Sachen, über die wir meckern. Ja. Und wenn wir jetzt mal so 2 Jahre zurückdenken, ja, Grüße gehen raus an den Besten der Besten. Ja, ne, dann müssen wir uns das zwischendurch mal in Erinnerung rufen und dann wissen wir, wie gut das grade wirklich ist. Ja. Aber ja, wir leben halt und da nehme ich mich ja nicht aus, halt in 'ner Gesellschaft, wo man eher das Negative rauspickt, wie einfach zu sagen: „Leute, grandios!“ So halt. Gure soll Sané zu Gala folgen. Ja, wegen mir. Palhinha kommt auf jeden Fall nicht zurück. Selbst wenn Tottenham ihn nicht nehmen sollte, was ich aktuell nicht glaube, weil er da gute Leistungen zeigt, wird irgendjemand anders in England mit Sicherheit Interesse haben, Palhinha zu verpflichten. Auch der Spieler sieht ja, dass er das wir spielen ja kein System mit Sechser, also mit Holding Six. Wir spielen ja schon mit Sechser, aber ja. Ja, das ist das Drama halt. Wie gesagt, das waren ja auch gleich die Nachfragen auf der PK. Ich dachte: „Was ist denn jetzt los, Alter?“ Ja? Ja, der Leon sah ja sehr geknickt aus nach dem Spiel, sehr niedergeschmettert. Genau, niedergeschmettert war's, glaube ich. Sie sah sehr niedergeschmettert aus.
Wie planen Sie denn jetzt mit Leon die nächsten Wochen? Und Kompanie so: „Ja, wir spielen nur einmal die Woche, da spielt unsere erste Elf. Jeder Spieler wird wichtig im März und im April, wenn wir mehr Spiele haben." Ja, und nochmal, also du ziehst ja jetzt nicht 'n Leon Goretzka noch 'n Tom Bischof vor. Wäre ja völliger Schwachsinn, ne? Also, Leon hat sich damit keinen Gefallen getan, aber das muss er ja selber wissen, mein Gott. Aber es war ja klar, dass es so läuft, oder? Mm, 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 mm. Ja, ich würde gerne den Company-Fußball nehmen und die Thomas Tuchel-Pressekonferenzen. Da hätte ich Bock drauf. Das wäre, Premium. Die vermisse ich. Und Tuchel hat mit so vielen recht gehabt im Nachgang, ne? Aber da sieht man halt auch mal wieder, wenn man zu ehrlich ist in diesem Business, kriegst du halt auf die Fresse. Und das war 'n Tuchel definitiv. Ja, Tuchel hat halt kein Blatt vom Mund genommen auf den PKs. Das war halt das Schöne, das Interessante und auch das Unterhaltsame halt, ne? Weil wenn der Tuchel gefragt wurde: „Ja, wie fanden Sie denn, Joshua Kimmich von der Leistung her?" Dann hat er nicht gesagt, so wie Vince Kompany, „Ja, ich beurteile keinen einzelnen Spieler. Ich sage nur was zur Mannschaftsleistung." Hat er der Tuchel hat dann gesagt: „Der Josh, ne? Das ist erstens ist das kein Führungsspieler, zweitens ist das keine Holding Six und drittens kann ich den nicht leiden." Da das wäre Tuchels Antwort gewesen. Und dann gleich Oh, dann wäre alles gerollt. Also, der Tuchel wenn man Tuchel hätte machen lassen beim FC Bayern, Alter, das wäre ungefähr so erinnert ihr euch noch an die 2 Jahre von Felix Magath bei Wolfsburg, wo der Wolfsburg-Kader zwischenzeitlich mal 60 Spieler hatte? So 'n Ding. Ja, Goretzka, Kimmich wäre gerollt, Serge wäre gerollt, Alphonso Davies wäre gerollt. Der hätte den niemals, als so 'n defensiver Typ, was Tuchel auch ist, hätte er niemals so 'n Außenverteidiger geduldet. Der wird definitiv auch gerollt. Alter, da wäre einiges gerollt, ne? Da wäre einiges gerollt. Bin mir auch nicht sicher, ob Manuel Neuer so lange noch im Tor gestanden wäre. Da wäre einiges gerollt. Aber auch zu Recht so. Weil es gab nur 2 Möglichkeiten. Entweder machst du den kahlen Schnitt mit so 'm Tuchel-Typi oder du machst halt so den Winnie-Move. Ja. Ach, den Leon wurde nicht das Herz rausgerissen, nur den Manuel Neuer. Ja, also, Leon hat den Punkt halt verpasst. Sagen wir aber doch, wie's ist, Alter. Vielleicht ist es jetzt noch so im Rahmen, ja. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt er noch seine paar Minütchen in irgend 'nem wichtigen Spiel und kann noch was dazu beitragen. Ich würde es ihm wünschen, ähm, dass er dann vorne aus der Tür geht mit 'ner Meisterschaft, vielleicht mit 'm Pokalsieg. Wenn's richtig, richtig gut läuft, vielleicht mit mehr, wir werden's sehen. Wird er den großen Anteil dran haben? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Ja, fein. Ja, so, mein Gott. Ich kann's verstehen, dass er damals gesagt hat, so: „Ne, so würde ich nicht abtreten hier, indem man mich einfach aussortiert. Ich kämpfe um meine Posi." Das kann ich schon verstehen. Hm, ich kann auch verstehen, so mitten in der Saison, dass man sagt: „Ey, ne, hier ist grad auch 'ne geile Truppe so. Wir haben gute Chancen. Ich will noch mal hier das Jahr beenden, die Titel mitnehmen", so. Das kann ich auch verstehen, so aus die große Tür rausgehen. Die Frage wird halt sein, wie viel Einfluss Leon Goretzka darf oder wie viel kann er dazu beisteuern so, ja. Aber verstehen kann ich die Entscheidung schon. Ähm,
Wundern muss er sich aber nicht. Ja, ich glaube auch, dass 'n Leon 'n schlauer Typ ist und ich glaube, 'n Leon wusste auch, was Phase ist, ja? Das ganze Thema wird natürlich jetzt von Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu Woche wieder aufgemacht von der Bild-Zeitung und die Fragen werden jede Woche wieder kommen, bis Kompanie sagt so: „Alles gut, ich beantworte das nicht mehr.“ Weil natürlich ist Nationalspieler, er soll zur WM fahren und er wird sehr wahrscheinlich gegen Bremen ein paar Minuten kriegen und dann wird er 3 Wochen auf der Bank sitzen. So, das ist das Los, ja? Das wird er haben. So ist es. Und das natürlich es läuft ja gut bei uns. Es läuft ja zu gut alles, so. Da es keine Themen gibt, muss man Themen aufmachen und dann macht man sonst was Thomas Müller, jetzt macht man halt Leon Goretzka auf. So, sitzt Serge Gnabry dann die 3 Wochen auf der Bank, weil Musiala Spielpraxis braucht und Musiala einigermaßen fit ist oder Lennart Karl ihm wieder den Rang abläuft, ja, dann macht man auch das Gnabry-Thema auf, weil es dann das Thema ist, was man aufmachen kann. So, ja, so einfach ist das. Spielt Lennart Karl nicht, dann wird man das Lennart Karl-Thema aufmachen. Dann wird man sagen: „Oh, ist das Talent wieder in der Versenkung verschwunden?“ Bla, bla, bla. Das sind die Themen. Ich meine, wenn Opa jetzt auch noch verlängert, dann ist das Thema durch. Dann hast du noch Conny, ja, ähm, und Heavy vielleicht, wo man aber auch schon in irgendwelchen losen Gesprächen ist. Sagen wir mal, das ist auch dann noch relativ frühzeitig klar, bevor die heiße Phase losgeht. Auf lange Sicht dann schon geplant. Ja, dann hast du halt keine anderen Themen beim FC Bayern. Und dann machst du die Themen auf. Wenn alle Spieler fit sind, sitzen halt, gewisse Spieler draußen. Ja, und dann macht man die Themen auf, ne? Ja, genau so wird's auch sein bei Leon, ja. Aber es ist ja auch okay. Ja, natürlich ist das was ganz anderes, wenn er endet. Ist doch okay, ja. Wenn er noch mal die Meisterschale hochstreckt ey, ich mag 'n Leon vom Typ her, total, ja. Auch kommt hier aus der Ecke, alles gut. Ich gönne ihm das auch. Ähm, ist kein super schöner Abgang, aber ist natürlich 'n schönerer Abgang wie jetzt so, durch die Hintertür in der Winterpause so, ne? Ob's dann für die Nationalmannschaft reicht, ey, ich bin nicht im Thema, ja. Ich würde fast behaupten, eigentlich nicht. So, weil du hast Kimmich, Pawlovic, die wirst du dann wahrscheinlich gleich als Kombo mitnehmen. Dann hast du haben wir ja schon gehört, 'n Stiller, der in Stuttgart, seit Jahren performt. Den sehe ich eigentlich auch vor Leon. Weiß ich nicht, wo für Leon Platz sein soll in der deutschen Nationalmannschaft, aber das ist ja zum Glück auch nicht mein Thema, ne? So. Und dasselbe gilt für Serge, wenn der auf der Bank sitzen sollte. I don't know. We will see. Ja, Thomas hat seinen Peak auf jeden Fall verpasst, aber das war auch klar. Aber Leon hat seinen Peak ja schon lange hinter sich, genauso wie's 'n Kimmich hat, Alter, sorry. Ich hoffe, dass Josh sich findet so jetzt die Saison noch, ja. Aber 'n Peak, boah, ich weiß nicht, ob Kimmich noch mal 'n Peak kriegen wird bei uns. Ich gönne es ihm, ja, hoffentlich, ja. Ähm, ansonsten wirst du dir halt für die nächste Saison wirklich 'n paar Gedanken machen müssen. Bin gespannt. Hm, 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 hm. Ne, Müller hat da auch keine ernsthafte Rolle. Bisschen FC Hollywood braucht es auch, genau, sonst wird's ja auch langweilig bei uns, ne? Ja gut, gegen Leipzig ist ja 'n No-Brainer. Gegen Leipzig musst du the best of the best aufstellen. So. Wie gesagt, Alfonso Davies wird bei mir nicht spielen. In der Zentrale hast du keine andere Möglichkeit, weil da nichts anderes eingespielt ist außer Kimmich, Pawlovic. Vorne die 4 sind eh klar. Ja, ich würde mit Musiala anfangen, sage ich euch auch. Kannst den Serge besser hinten rausbringen. Der ist jetzt auch nicht überzeugend. Oder du sagst, du wechselst den Serge zur Halbzeit aus. Mehr ist eh nicht drin bei der Luftpumpe aktuell. Lennart Karl hat auch keine gute Form aktuell. So, Innenverteidigung sollte stehen, Tor. Ja, im Tor wird Manuel Neuer stehen.
Ja, that's all. Wie gesagt, die Mannschaft stellt sich von alleine auf. Alfonso Davies ist die einzige Personalie, über die du diskutieren kannst. Und ich würde ihn rausnehmen gegen Leipzig. Ich würde einen Conny Leimer da hinstellen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das war's. Ganz einfach. Ja, wird nicht einfach, ne? DFB-Pokal. Also die Mannschaften, die noch drin sind, ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ja, Ito links. Ito sah halt in Leipzig echt schlecht aus gegen den, ne? Also, weiß ich nicht. Ich bin ja Ito-Fan, wisst ihr. Aber ich glaube, der braucht einen Wadenbeißer. Ja, der braucht einen Wadenbeißer. Ja, wir sind nicht unbedingt die Mannschaft, die sich so auf den Gegner einstellt, aber ich glaube, das wäre da von Vorteil. Ja, Jamar muss ja nicht durchspielen 90 Minuten. Aber ich glaube, mal ein Startelf-Einsatz wird ihm mal gut tun. Ja, wird nicht passieren mit Obich. Also bei mir brauchen wir nicht reden. Wenn ihr mal Taktikfuchs guckt, bei mir steht immer Obich im Tor. Ja, bei mir wäre der Wechsel jetzt da. So, wir reden über die Rückrunde. Wechsel. Punkt. Ich will Manuel Neuer nicht noch ein Jahr sehen. Das muss das letzte Jahr von Manuel Neuer sein. Und deswegen muss der Wechsel kommen mit Obich. Obich muss spielen jetzt. Spielen, 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 spielen. Punkt. Ja, ganz einfach. Das ist mein Take. Fertig. Es gibt auch nichts, was dagegen spricht. Obich ist fußballerisch, hat Manuel Neuer gestern wieder bewiesen, viel, viel weiter als Manuel Neuer es aktuell noch möglich ist, ja. Manuel Neuer ist wirklich richtig, richtig für seine Verhältnisse schwach geworden, was das Fußballerische angeht. Und im Vergleich zu Jonas Obich, ey, grade gegen Leipzig wird auch keine Mannschaft sein oder wenn das Ergebnis so ist, wir reden über 'n K.O.-Spiel, ja? Da kann 'n langer Ball, eines Ubichs ja, kann das Spiel entscheiden. So, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das kriegt 'n Manuel Neuer nicht hin, sorry, ja? So, Punkt. Auf der Linie sehe ich 'n Ubich nicht schlechter wie Manuel Neuer. Ja, im 1 gegen 1 ist es vielleicht noch nicht so gut wie Manuel Neuer oder da hat Manuel Neuer einfach die Erfahrung, ja, da ist er 'ne Maschine. So, ich denke, da gibt's keine 2 Meinungen. Und dass Manuel Neuer grade auch wieder 'ne akzeptable Form hat, was auf der Linie angeht und so was, alles gut. Aber wie gesagt, ich brauche Manuel Neuer nicht nächstes Jahr. Und deswegen wäre bei mir der Wechsel jetzt da, ja. So, du kannst Manuel Neuer dann gerne noch mal er hat die Erfahrung, er muss auch klarkommen, wenn er da mal längere Zeit nicht spielt. Kannst du gerne dann noch mal 'n schönen Abschluss geben gegen Ende der Saison. Aber ansonsten wäre bei mir der Wechsel zu Obich da. Ohne Wenn und Aber. Ja, weil dann kannst du noch gegensteuern. Du kannst dir das jetzt angucken, 'n halbes Jahr. Dann kannst du sagen: „Ey, scheiße, der packt das doch nicht.“ So, ja? Wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber dann hast du noch mal diese Möglichkeit und kannst dann sagen: „Ey, jo, ich habe 'n Manu da noch, ich kann Manu reinhauen“, ne? Und kann dann für nächste Saison gucken, kann planen, kann mich schlau machen. Wir brauchen 'n Torwart. So. Aber bei uns passiert das ja nicht. Bei uns passiert ach, wenn der Manu, der entscheidet sich so 3 Tage vor der nächsten Saison, wenn er im Urlaub grade ist, ob er sich den Stress noch mal antut, noch 'n Jahr macht, ja, dann und wenn nein, dann ja. Zeit kann man zählen, ey. Mm, 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 mm. Ja, und die kannst du halt brauchen in K.O.-Spielen, ne, diese langen Bälle. So. Wenn du in Führung gehst, ja, dann ist der Gegner gezwungen, 'n bisschen aufzumachen und dann kannst du diese Bälle natürlich gebrauchen. Also mm, 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 mm. Ja, das kann ja sein, dass es psychologisch 'n Unterschied macht. Ich denke mal, es hängt aber auch vom Spieler ab. Hättest jetzt Oli Kahn als Beispiel gesagt, würde ich sagen: „Jo“, weil der dir schon mal 'n Ohr abbeißen will oder dir 'n Kung-Fu-Tritt geben will. Da würde ich das verstehen. Ja, aber irgendwann, das heißt ja nicht, dass 'n Obich den Ball nicht hält, ne? Mm, 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 mm.
Ja. Ja, wir werden's sehen. So, wir sind schon an die 2 Stunden dran hier, ne? Wild. Ich mache jetzt die Top 10 Kommentare erst mal. So 'n Ding nehme ich. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu den Top 10 Kommentaren. Wir haben nur ein Spiel. Das heißt, ich muss 10 Kommentare hier raussuchen. Das wird wild werden. Wir sind natürlich live im Stream. Wenn ihr also hier einer der Top-Kommentare seid, könnt ihr natürlich demnächst auch ins Stream kommen. Dann könnt ihr gerne euren Kommentar, auch ausdiskutieren. Habe ich kein Problem mit. Gut. Da ich hier 33 Daumen sehe, ich denke, das ist schon sehr viel. Ich denke mal, ich konzentriere mich hier auf zweistellig. Wenn ich hier unten sehe, ist alles nur so einstellig, Gedöns. Ja, ich denke, wir konzentrieren uns auf zweistellig. Ich glaube, da sind wir ganz gut mit aufgestellt. Gut, oldschool. Diaz ist seit Wochen in Topform und kämpft wie ein Löwe. Die Höhe des Sieges täuscht über unsere Fehlerquote hinweg. Die ist eindeutig zu hoch für eine Mannschaft, die die Champions League gewinnen will. Trotzdem 3 Punkte bleiben in München. Ja, haben wir im Stream ja ausgiebig jetzt durchdiskutiert gehabt. Ich habe es gesagt, wenn wir uns am Ende also erstmal habe ich gesagt, meckern auf diesem Niveau, logisch. Ich gehe mit, ja, Hoffenheim hat uns über 10, 20 Minuten hergespielt mit 10 Mann. Nichtsdestotrotz hast du das Spiel 5:1 gewonnen. So. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Ja, wir reden auch über eine Mannschaft, die wahrscheinlich nächstes Jahr Champions League spielen wird, wenn es so weitergeht. Ja, gehört natürlich nicht zu den Top-Mannschaften so, keine Frage. Aber nochmal, am Ende haben wir das Ding 5:1 gewonnen. Ja. Natürlich, ja, ich gehe mit, haben wir ausgiebig diskutiert, Alphonso Davies, etc. Wir haben genug, Angriffsfläche gegeben. Ja. Aber am Ende 5:1. Das ist die Wahrheit, Alter. Ja. Und wenn du in der Champions League dann so ein Spiel machst und das Spiel am Ende, keine Ahnung, nur mit einem Torunterschied gewinnst und weiterkommst, ja, ist das ausreichend. Dann werden wir auch nicht anfangen, uns an den Fehlern hochzuziehen, ne? Habe ich auch schon gesagt, wir sind aktuell, nehme ich mich gar nicht raus, eher so die Rauspicker, ne? Wir picken uns hier das Negative, da das Negative. Am Ende müssen wir drauf gucken, wir haben 5:1 gewonnen. So, gegen eine starke Mannschaft. Bedingt natürlich durch die Schiri-Entscheidung so, ja, kann man drüber diskutieren. Meine Meinung steht dazu, aber ja, einfach mal sagen, dass wir vielleicht ja, wir hatten eine Fehlerquote, aber wir haben trotzdem 5:1 gewonnen, nicht 2:1, ne? Muss man dann auch mal so stehen lassen. Iceman. Gnabry schilt auch mal wieder, jetzt wo der Vertrag durch ist. Was? Wer hätte das gedacht? Und zum Thema Davies, der Mann ist einfach limitiert. Das hat auch nichts mit der Verletzung zu tun, denn sein schlechtes Defensivverhalten und seine grauenvolle Entscheidungsfindung im letzten Drittel waren schon immer so. Es kommt mir gerade so vor, als hätte ich diesen Kommentar geschrieben. Das ist ein fußballerisches Limit, es sei denn, er erlebt in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine Leistungsexplosion. Mal schauen. Aber momentan sehe ich es überhaupt nicht. Ey, vielleicht schlafwandle ich nachts und habe 'n Zweitaccount auf YouTube erstellt und schreibe Kommentare. 1:1, was ich hier erzählt habe den ganzen Abend. Ja, ich sage da jetzt gar nicht viel zu. Schaut euch gerne den Stream-Mitschnitt an. Ich kann nur 100% zustimmen zu dem Kommentar. Hätte auch ich schreiben können, ne? Wild. Wild, wild, wild. Dennis, mir macht die Defensive in letzter Zeit ein wenig Sorgen. Also vor allem die Außenverteidiger lassen zu viele Flanken zu. Noch einer mit Ahnung. Dennis, let's go. Manchmal können die Gegner unbedrängt flanken. Offensive ist weiterhin super. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Diaz so einschlagen wird. Ja. Dennis, vielen lieben Dank. Auch du hast Ahnung von defensivem Fußball. Das freut mich. Ja. Zu Diaz. Guckt euch gerne mein Video an zur Neuverpflichtung.
So, 7 ist, glaube ich, auch noch hoch, wa? Ich muss ja 10 Stück machen, dann haben wir schon mal 3. Dann nehmen wir den auch noch mit. MD, tja, 5:1, hört sich toll an. Sogar 3, 4 Treffer mehr wären möglich gewesen. Aber die Defensive mal wieder fehlerhaft. Hoffenheim hatte in der ersten Hälfte Chancen für 2, 3 Tore und das in Unterzahl. Das geht nicht. Diaz überragend. Ulisse seit einigen Spielen etwas aus dem Tritt. Gut, dass Leimer wieder fit ist. Ja. Können wir dasselbe sagen wie beim ersten Kommentar? Ich stimme voll zu. Ja, die beiden Flanken, die haben wir Glück gehabt. Die Kopfbälle waren nicht gut. Ähm, Ergebnis nochmal hier. 5:1. Nur weil der Gegner Chancen hat, heißt es nicht, dass der Gegner die Dinge auch alle reinmacht. Ne? Immerhin haben wir auch noch einen Torwart im Tor. Der, sonst könnten wir auch ohne Torwart spielen. So, ne? Der muss ja auch mal ein bisschen was zu tun haben. Und solange du vorne die Dinger da machst, ist doch alles gut. Ne? Thomas, war ein gutes Spiel von uns. Wir tun uns leichter gegen Mannschaften, die mitspielen. Ja. Gegen Leipzig am Mittwoch habe ich nicht die großen Sorgen, die spielen auch mit. Wird natürlich kein Selbstläufer, gegen Bremen wird es schwieriger, die werden Beton anrühren. Was Diaz angeht, wer immer den in Liverpool zum Verkauf angeboten hat, das muss einer ohne Ahnung vom Fußball sein. Man hat ja Luis Diaz nicht zum Verkauf angeboten. Luis Diaz ist ja zu Liverpool gegangen und hat gesagt, ey, der FC Bayern, ne? Der zahlt mir, weiß ich nicht, 5, 6 Millionen mehr, wie ich hier verdiene. Ich würde da gerne hinwechseln. Wir haben ja nicht umsonst geblutet bei der Ablöse. Ja, so. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Ansonsten, ja, stimme ich zu, gegen Mannschaften, die mitspielen oder die auch Interesse haben, selber das Spiel zu machen, tun wir uns natürlich viel, viel leichter, weil wir Räume haben. Ist ja logisch. Ja, wenn da 21 Menschen innerhalb von 30 Metern stehen, dann hast du halt keine Räume. Dann sieht das Spiel so aus, wie es aussieht. Hm, mit keine Sorgen gegen Leipzig, warten wir mal ab. Es waren 5 Wechsel. Du machst sogar beim Zuschauen Fehler. Ja, wenn du das Video ganz geguckt hättest. Christian Weinberger. Klugscheißer mag keiner, ne? Aber das ist wieder so ein Kommentar, den haken wir darunter ab. Gönn dir, ne? Wenn dadurch dein Wohlbefinden in deinem Körper gestiegen ist, ey, dann gönn dir. Ne? Alles ist gut. Friends are Gaming. Company hat doch 5-mal gewechselt. Ito, Musiala, Karl, Jackson, Leimer kamen rein. Das ist richtig. Oh, das wird schwer jetzt, die richtigen hier noch zu finden. Der Sieg ist verdient, aber viel zu hoch von Bendolin. Viel zu hoch, weil Hoffenheim war trotz Unterzahl nicht schlecht, sondern hat uns das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt. Deswegen denke ich, dass das Spiel ohne die rote Karte ausgeglichener geworden wäre. Ja, natürlich wäre es das. War der Sieg viel zu hoch? Nö. Wenn du 5 Tore machst, stehen 5 Tore auf dem Konto. Ne? Ganz einfach. FC Bayern-Fan Forever, hochverdienter Sieg von uns. Kane und Diaz waren überragend, beide Elfer waren glasklar. Vom Schiri richtig entschieden. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist auch nicht schlimm. Oh, jetzt müssen wir nochmal einen Roman lesen hier. Jetzt wird's wild. Aurelius. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe seit dem 2:1 gegen Dortmund einen Abwärtstrend. Das war das Spiel, seitdem Kane übermäßig viel in der Verteidigung gespielt hat. Wenn sie einen Lauf haben, können sie zwar viele Tore schießen, siehe gegen Wolfsburg, aber es läuft nicht richtig. Ich habe die Schwäche im Spielaufbau ausgemacht. Ich finde, in der zentralen Offensive tut sich zu wenig. Ja, da tut sich wenig, das ist richtig. Es wird immer nur über Außen gespielt, ja. Und das ist auf Dauer zu durchschaubar. Ich würde auch Bischof statt Pavlovic auf Dauer einplanen. Beim 8:1 gegen Wolfsburg war Bischof auf der 6 und da gehört er meiner Meinung nach hin. Ich finde nämlich, Bischof ist ein super Spieler, aber eben auf der 6, nicht anderswo. Wie dem auch sei, die Bayern müssen sich ziemlich steigern. Der zweite Platz in der Champions League täuscht über die aktuelle Form hinweg. Und ja, leider muss ich sagen, dass mich Lennart Kahl auf der 10 noch nicht überzeugt hat. Ja, gehe ich mit. Er hat zwar außer
gewöhnliche Einzelaktion, aber eben nur Einzelaktion. Er läuft nicht in die richtigen Räume, ja, im Zentrum rein. Aber da ich ihn genauso wie Bischof mag, wird man ihm die Zeit geben müssen, klar. Alles in allem, Bayern muss sich steigern. Die letzten Spieler haben allesamt nicht überzeugt. Das war nicht Bayern-like. Wild. Wild, wild, wild. Gut. Also, ich gehe mit dem Kommentar in großen Teilen mit. Ähm, Bayern muss sich steigen. Die letzten Spiele haben allesamt nicht überzeugt. Das war nicht Bayern-like. Wow. Nach dem 5:1 gegen Hoffenheim weiß ich nicht, ob man davon reden kann, dass das nicht Bayern-like war. Ähm, Abwärtstrend, ja, I don't know. Habe ich schon argumentiert mit 7 Spielen in 20 Tagen. Das war halt einfach ein bisschen, das ist normal, dass da Substanz auf der Strecke bleibt, ne? Jetzt gegen Hoffenheim ist schwer einzuschätzen, weil Hoffenheim durch den Elfer und die rote Karte, oder nehmen wir nur die rote Karte, den Elfer her, ich meine, das 1:1 haben sie ja sogar noch gemacht, aber dass sie nur zu 10 war, kannst du das Spiel nicht richtig einordnen und kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Vielleicht sehen wir es gegen Leipzig, wir werden sehen. Ja, ich denke, man hat schon gesehen jetzt das Spiel gegen Hoffenheim, dass wir wieder frischer sind, ja, wieder mehr Laufbereitschaft da ist und so weiter. Das sieht wieder besser aus, was aber auch völlig normal ist, ja. Ähm, Wenn sie einen Lauf haben, ich denke, wir sind eine Mannschaft, die in jedem Spiel, selbst wenn wir keinen Lauf haben, in der Lage ist, 1, 2, 3 Tore zu machen und das zu jeder Zeit. Das liegt einfach an den Spielern, die auf dem Feld sind. Mit Diaz, Olise, Harry Kane. So, sind die nicht auf dem Feld, wird schwierig, ja. Gehe ich mit. Schwäche im Spielaufbau 100%. Sehe ich 1:1 genauso. Unsere zentrale offensive Position mit Lennart Kahl ist eine Farce, ist eine absolute Vollkatastrophe. Der Junge ist da völlig überfordert auf der Zehnerposition. Kommt null klar mit Harry Kane, ja, das muss man ganz klar sagen. Unser Spielaufbau dahinter sehe ich auch kritisch, gehe ich auch mit. Ja, es muss viel, viel mehr von der 6er, 8er Position kommen. Ähm, Ich würde Pavlovic nicht austauschen. Pavlovic macht gerade richtig große Steps, meiner Meinung nach. Wenn, dann würde ich einen Kimmich mal austauschen. Ja, da können wir drüber reden. Auch wenn wir gesehen haben, die Spiele ohne Kimmich hat uns dann die Ordnung ein bisschen gefehlt von dieser Position aus. So ehrlich muss man auch sein. Ja, die hat Kimmich dann wieder reingebracht. Wenn Harry Kane vorne war und sich nicht hat fallen lassen, hat uns die Ordnung gefehlt. Deswegen sage ich, dann macht Pavlovic gerade ein paar Steps. Pavlovic muss dahin kommen, dass er das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und zwar egal, ob Kimmich auf dem Feld steht oder nicht. Wenn Pavlovic so weit ist, dann könntest du halt anfangen und einen Tom Bischof neben Pavlovic stellen. Ja. Was dann, wenn die Steps machen, so, auch Bischof, ich meine, er hat gezeigt, das Potenzial, könnte das halt das Zentrum der Zukunft sein. Aber dafür müsstest du dann auch anfangen und einen Josh in Frage stellen, was nicht passieren wird. Von daher brauchen wir das fast nicht aufmachen. Ja, aber ansonsten gehe ich da mit. Wir spielen natürlich bedingt dadurch auch, dass unsere Außen Ulisse und Diaz heißen, natürlich über die Außen. Es wäre ja eine Farce, wenn wir sagen, wir haben diese Qualität auf den Außenpositionen und nutzen sie nicht. Ja? Natürlich Gegner wie Hamburg, sonst was, die dann diese Außenposition komplett zumachen mit Doppeln und noch eine Absicherung dahinter, dann haben diese Spieler es natürlich super schwer. Ja? Und wenn dann du nicht diese extra Kreativität durch die Mitte hast, die mit einem Musiala aber zurückkommt, oder vielleicht auch mal mit einem Serge, der mal einen guten Tag hat, weil dass er das kann, wissen wir auch, dann wird es natürlich schwer. So, das haben die Spiele auch gezeigt, ja. Gehe ich mit. Aber davon zu reden, dass das nicht Bayern-like ist nach dem 5:1, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Spiel bezogen war oder auf die kompletten letzten Spiele. Ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen too much. So, jetzt waren wir bei 7, oder? Mir Samir, schade, dass mit Gnabry verlängert wurde. Das ist noch mit so ein Gehalt. Das hasse ich an unserem Verein. Mehr als 7 Millionen hat er nicht verdient. Fußball sieht Geld, der Typ ist manchmal so eine Pflaume. Ja. Selbst wenn du jetzt über 7 Millionen nachdenkst, dann kommen wir auch noch zu dem Entschluss. Aber das Geld ist im Fußball, so das ist das Thema, ne? Dass das alles nicht
nicht mehr begreiflich ist oder ansatzweise gerecht oder sonst was. Ja. Und wenn du dann noch Spieler hast wie Upamecano, die dann noch selbst bei 20 Millionen und 20 Millionen noch mal extra noch anfangen, da rumzuzicken, dann fällt dir halt nichts mehr zu ein, ne? Wenn du dann selber Ich schweife mal kurz ab, wenn du dann selber da hockst und guckst, wie du am Ende des Monats, dir vielleicht noch gesundes Essen kaufen kannst, ja? Weil deine Miete immer höher steigt, deine Energiepreise immer höher steigen, dann kriegst du einfach 'n Kackreiz, wenn du dann da diese super überbezahlten Multimillionäre siehst und die dann teilweise keine Lust haben und teilweise um jede weitere Million feilschen, weil 20 Millionen im Jahr natürlich viel zu wenig ist, um überleben zu können. Ja, dann kann einen die Lust am Fußball vergehen. Gehe ich mit. Das jetzt nur auf Serge zu münzen, ne, ist auch 'n bisschen zu einfach. Ach komm, nehmen wir mal hier Spitzenklasse mit, ne? Bernd, Kai ist wirklich Spitzenklasse. Ja, guck mal, 'n bisschen Schleim müssen wir auch mitnehmen. So, einen brauche ich noch. 3 ist, was zählt. Nigen! Davies war echt katastrophal. Man hätte ihm nicht den Vertrag geben sollen. Dafür einfach David Raum holen können. Ja, aber wahrscheinlich gab's Musiala und ihn im Doppelpack. Ja, ist auch mein Take. Der muss sich jetzt mal echt mal raffen. Ja, wie gesagt, jetzt schon Fonzie Davies zu bewerten, ist schwierig nach seiner Verletzung. Ich bewerte die aktuelle Situation, ja. Aber ja, du hättest sogar einfach, 'n Günther aus Freiburg holen können. Wenn's darum geht, 'n Außenverteidiger haben zu wollen, ja. Ähm, Kann ich so 'ne Liste machen, nur in der Bundesliga, die stärker sind wie Alfonso Davies, Alter. Und damit bin ich durch hier mit dem Bums. Top 10. Vielen lieben Dank für eure doch sehr guten Kommentare, muss ich sagen. Sehr überraschend. Ich kann mich auf meinen Verein leider nicht verlassen. Der konnte noch niemals die Auswechslung richtig anzeigen. Ja, aber ja, mein Gott. So ist es. Aber ansonsten waren's doch schöne Kommentare diesmal. Hut ab dafür. Hut ab. Ja, gehe ich mit. Also, ich fand die letzten Spiele auch nicht schlecht, dass der Substanzverlust da war. Ja, Augsburg war wirklich schlecht. So, da gehe ich auch mit. Das war nicht gut. Aber selbst Hamburg fand ich völlig fein. Ähm, Davon nicht Bayern-like zu sprechen, also echt, Leute, guckt euch die Tabelle an, Alter. Was haben wir, 79 Tore oder was? Also, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. So, ja. Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Morgen PK-Reaction, ja, aber sehr spät erst. Ich bin erst morgen Abend zu Hause. Aber ja, wird kommen. Aber spät erst. Ja, Taktikfuchs muss ich mal gucken, ob ich den gleich noch schnell aufnehme. Dann kommt der noch morgen schon mal. Genau, PK-Reaction aber erst. Leider später. Genau. Gut, Panto, nochmal vielen lieben Dank für dein Priming, ne? Muss ich erstmal direkt eintragen hier. Also, falls ihr noch ein Thema habt, ihr könnt noch eins raushauen. Ansonsten mache ich gleich Feierabend. Hier unten. 1 Panto. Zack. Guck mal, direkt auch hier die Statistiken mitgenommen. Mache ich auch noch XG-Werte hier. XG-Primies. So ein Ding. Mm, 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 mm. Ne, ich kann keinen Take raushauen. Ich kann 'n negativen Take raushauen. Weißt du, bei mir ist immer so, mein Karma ist nicht gut, was Fußball betrifft. Ich meine, mein Karma ist generell nicht gut. Ich meine, am Ende des Tages behalte ich meistens recht, aber kurzfristig ist das Karma nicht gut. Zum Beispiel, ich schreibe beim Spiel gegen Hoffenheim der Mara 'ne Nachricht nach dem Elfmeter der roten Karte: „Ja, das Spiel ist durch. Schade, ich hätte gerne ein gutes Spiel gesehen, das Spiel ist durch.“
Und dann marschiert Hoffenheim 20 Minuten und spielt uns an die Wand. So, das ist mein Karma. Weißt du? So, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und erzähle, wir holen 3 Titel, dann möchte ich das Karma nicht herausfordern. Dann setze ich mich lieber hier hin und sage, wir holen nur einen Titel. Verstehst du? Die Logik dahinter? Deswegen kann ich auch nie auf den FC Bayern tippen. Ja? Wenn es jetzt um irgendeinen Wettschein geht oder sowas. Habe ich früher öfter mal gemacht, mache ich jetzt nicht mehr. Ich kann nicht irgendwie auf den FC Bayern tippen. Das geht nicht. Das Karma fickt mich. Ja, so ein Ding. Deswegen, nee. Und wie gesagt, Champions League-Sieg kannst du nicht vorhersagen. Geht nicht. Dafür sind zu viele Mannschaften von der gleichen Qualität dabei. DFB-Pokal, rein theoretisch kriegst du deine PS auf dem Rasen, musst du das Ding einfahren. Kriegst du deine PS regelmäßig auf dem Rasen, fährst du die Meisterschaft ein. Punkt. Kriegst du deine PS volles Rohr, dank immer diesen Rückspiel zu Hause in der Champions League auf dem Rasen, hast du sehr, sehr gute Chancen, bis ins Finale vorzustoßen. Kriegst du das aber nicht, das hat das Augsburg-Spiel gezeigt. So, wer sagt, dass wir das jetzt bis zum Ende der Saison jedes Spiel hinbekommen? Ja? Das kann schon mittwochs der Fall sein. Guck dir das Hoffenheim-Spiel an. Wir haben genug Schwächen gesehen. Ja, wir haben gesehen, vorne liefern wir, ja. Das HSV-Spiel hat gezeigt, was ist, wenn Schiri eingreift. So, du kannst das nicht vorhersagen. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Du kannst die Meisterschaft vorhersagen, da lege ich mich fest, wir werden deutscher Meister, so den call ich. Da habe ich gar keine Kopfschmerzen mit. Dortmund sehe ich nicht als so stark ein, dass die da konsequent durchmarschieren werden. Auch wenn die da welche Sprüche von sich geben. Meisterschaft ist safe, da gibt es nichts dran. Auch wenn das Karma jetzt kicken sollte, da lege ich mich fest. Alles andere, nein. Alles andere kann man nicht vorhersagen. Gut. Damit habe ich fertig. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Und ein schönes Spiel natürlich im Pokal. Danke, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.